Die Tresorlektion von Zürich. Ein wohlhabender Schweizer Industrieller bot einem Jungen vom Straßenstrich 1 Million Schweizer Franken, wenn er seinen unüberwindbaren Tresor öffnen könnte. Gelächter brach aus über die grausame Herausforderung, doch was der Junge dann sagte, ließ das Gelächter für immer erstarren. Herr Maximilian von Albrecht klatschte laut in die Hände und deutete auf den barfuß laufenden Knaben, der zitternd vor dem titanbeschichteten Tresor stand. 1 Million Franken, rief er mit einem Lächeln, das die Hölle hätte einfrieren können. Sie gehört dir, wenn du dieses Prachtstück knackst. Was sagst du dazu, kleiner Gassenköter? Die 5 Unternehmer, die Maximilian von Albrecht umgaben, brachen in so heftiges Gelächter aus, dass sich manche die Tränen aus den Augen wischen mussten. Die Szene war zu perfekt. Ein 11-jähriger Junge in lumpiger Kleidung, dessen schmutzige Haut durch die Löcher hervorblitzte, starrte auf den teuersten Tresor Lateinamerikas, als wäre er ein vom Himmel gefallenes Zauberobjekt. Das ist pures Gold, brüllte Robert Fischer, der Immobilienmagnat, 51 Jahre alt, und schlug mit beiden Händen auf den Tisch. Maximilian, du bist ein Genie der Unterhaltung. Glaubst du wirklich, er versteht, was du ihm anbietest? Gabriel Roth, der Pharmaindustrieerbe, 55 Jahre alt, beugte sich mit grausam amüsierter Miene vor. Er denkt wahrscheinlich, 1 Million Franken seien so viel wie 100 Rappen. Oder vielleicht denkt er könne sie essen, fügte Ernst Meyer, der Öltykun, 58 Jahre alt, hinzu und provozierte eine weitere Welle brutalen Gelächters. Elsa Berger, 38 Jahre alt, hielt ihren Mopp mit Händen, die so zitterten, dass der Holzstiel rhythmisch gegen den Boden schlug. Jeder Schlag war wie ein Trommelwirbel, der ihre Demütigung markierte. Sie war die Reinigungskraft des Gebäudes und hatte den unverzeihlichen Fehler begangen, ihren Sohn mit zur Arbeit zu bringen, da sie niemanden bezahlen konnte, der auf ihn aufpasste. Herr von Albrecht, murmelte Elsa. Ihre Stimme war so leise, dass sie über dem Gelächter kaum zu hören war. Bitte, wir gehen schon. Mein Sohn wird nichts anfassen. Du hast mir die Erlaubnis zum Sprechen erbeten, brüllte Maximilian. Seine Stimme schnitt durch die Luft wie eine Peitsche. Elsa schrumpfte sichtlich zusammen, als hätte sie die Worte physisch getroffen. Seit 8 Jahren putzt du meine Toiletten, ohne dass ich ein Wort mit dir gewechselt habe. Und jetzt willst du mein Meeting unterbrechen? Die darauffolgende Stille war so angespannt, dass sie fest zu sein schien. Elsa senkte den Kopf. Tränen begannen sich in ihren Augen zu bilden und sie trat zurück, bis sie fast an die Wand gedrückt war. Ihr Sohn beobachtete sie mit einem herzzerreißenden Ausdruck. Eine Mischung aus Schmerz, Ohnmacht und etwas Tieferem, das kein 11-jähriges Kind fühlen sollte. Maximilian von Albrecht, mit seinen 53 Jahren, hatte ein Vermögen von 900 Millionen Franken angehäuft, war rücksichtslos am Geschäft und grausam gegenüber denen, die er als unterlegen betrachtete. Sein Büro am 42. Stock war ein obszönes Denkmal seines Egos. Bodenhohe Fenster mit Panoramablick über die Stadt, importierte Möbel, die mehr kosteten als ganze Häuser, und dieser Schweizer Tresor, den er sich für das Äquivalent von 10 Jahresgehältern Elsass geleistet hatte. Aber was Maximilian am meisten genoss, war nicht sein Reichtum, sondern die Macht, die er ihm gab, genau das zu tun. Arme Leute an ihren Platz in der Welt zu erinnern. Komm näher, Junge, befahl Maximilian mit einer herrischen Geste. Der Junge blickte zu seiner Mutter, die fast unmerklich nickte, obwohl die Tränen nun frei über ihre Wangen liefen. Er ging mit kleinen Schritten vorwärts. Seine nackten Füße hinterließen Dreckspuren auf dem italienischen Marmor, der pro Quadratmeter mehr kostete als alles, was seine Familie besaß. »Kannst du lesen?« fragte Maximilian und bückte sich auf Augenhöhe mit dem Jungen. »Ja, Herr«, antwortete der Junge leise. »Aber klar. Und kannst du bis 100 zählen?« »Ja, Herr.« »Perfekt.« Maximilian richtete sich mit einem Lächeln auf, das mehrere seiner Partner vorzeitig zum Lachen brachte. »Dann verstehst du, was 1 Million Franken bedeutet, nicht wahr?« Der Junge nickte langsam. »Sag es mir mit deinen eigenen Worten«, beharrte Maximilian und verschränkte die Arme. »Was sind 100 Millionen Franken für dich?« Der Junge schluckte, seine Augen wanderten kurz zu seiner Mutter, bevor er antwortete. Es ist mehr Geld, als wir jemals in unserem ganzen Leben sehen werden.« »Genau«, klatschte Maximilian, als hätte der Junge die richtige Antwort in einer Prüfung gegeben. »Es ist mehr Geld, als du, deine Mutter, deine Kinder und die Kinder deiner Kinder jemals sehen werden. Es ist die Art von Geld, die Leute wie mich von Leuten wie euch trennt.« »Maximilian, das ist grausam, selbst für deine Verhältnisse«, bemerkte Ernst Fischer, der Investor, 57 Jahre alt, obwohl sein Lächeln zeigte, dass er die Vorstellung genoss. »Nicht Grausamkeit, Fernando, es ist Erziehung«, erwiderte Maximilian, ohne den Jungen aus den Augen zu lassen. »Ich lehre ihn eine wertvolle Lektion über die reale Welt. Manche werden geboren, um zu dienen, andere, um bedient zu werden. Manche putzen, andere machen Dreck.
in dem Wissen, dass jemand anderes ihn wegwischen wird. Er wandte sich an Elsa, die verzweifelt versuchte, sich unsichtbar an der Wand zu machen. Deine Mutter zum Beispiel. Weißt du, wie viel sie für das Putzen von Toiletten verdient? Der Junge schüttelte den Kopf. Sag es ihr, Elsa, befahl Maximilian mit kalkulierter Grausamkeit. Sag deinem Sohn, wie viel deine Würde auf dem Arbeitsmarkt wert ist. Elsa öffnete den Mund, aber kein Ton kam heraus. Die Tränen strömten nun wie stille Wasserfälle, ihr Körper bebte von Schluchzern, die sie zu unterdrücken versuchte. Du willst es ihr nicht sagen, drängte Maximilian und genoss jede Sekunde der psychologischen Folter. Nun, ich sage es dir, deine Mutter verdient am ganzen Monat so viel, wie ich bei einem Abendessen mit meinen Partnern ausgebe. Faszinierend, wie die Welt funktioniert, nicht wahr? Das ist besser als Fernsehen, lachte Gabriel und zog sein Handy heraus. Wir sollten das aufnehmen. Das tue ich bereits, zeigte Ernst sein Gerät mit einem bösartigen Lächeln. Das geht direkt in unsere private Gruppe. Die Jungs der Club werden sich totlachen. Der Junge beobachtete die ganze Szene mit einem Ausdruck, der sich allmählich veränderte. Die anfängliche Scham wich etwas anderem, etwas Gefährlicherem, einer kalten, kalkulierten Wut, die wie glühende Kohlen in seinen Augen aufblitzte. Aber kehren wir zu unserem Spiel zurück, sagte Maximilian und wandte sich wieder dem Tresor zu, indem er das Metall streichelte, als wäre es ein geschätztes Haustier. Dieses Prachtstück ist ein Swistech Titanium, direkt aus Genf importiert. Weißt du, wie viel er gekostet hat? Der Junge schüttelte den Kopf. 3 Millionen Franken. Maximilian ließ die Zahl am Raum schweben. Allein der Tresor hat mehr gekostet, als deine Mutter in 100 Jahren Putzen meiner Toiletten verdienen wird. Er hat Militärtechnologie, biometrische Scanner, Codes, die sich jede Stunde ändern. Er ist absolut unmöglich zu öffnen, ohne die richtige Kombination. Warum bieten Sie dann Geld für etwas Unmögliches an? Fragte der Junge leise. Die Frage überraschte Maximilian. Für einen Moment zögerte sein Lächeln. Was hast du gesagt? Wenn der Tresor unmöglich zu öffnen ist, dann gibt es kein Risiko, dass Sie die Millionen bezahlen müssen, wiederholte der Junge mit einfacher, aber verheerender Logik. Dann ist es kein echtes Angebot. Es ist nur ein Spiel, um über uns zu lachen. Die folgende Stille war anders als die vorherigen. Die Unternehmer wechselten unbehagliche Blicke. Der Junge hatte die grundlegende Grausamkeit von Maximilians Spiel mit brutaler Klarheit entlarvt. Sieh mal einer an. Der Junge hat doch ein Gehirn, lachte Robert Fischer. Aber sein Lachen klang gezwungen. Gehirn nützt nichts ohne Bildung. Maximilian erlangte seine Haltung zurück, obwohl etwas in seiner Stimme an Stärke verloren hatte. Und Bildung kostet Geld, das Leute wie du nicht haben. Mein Vater sagte das Gegenteil, antwortete der Junge. Seine Stimme war immer noch sanft, nahm aber eine Festigkeit an, die alle überraschte. Dein Vater. Gabriel spottete. Und wo ist dein Vater jetzt? Zu beschäftigt, um sich um seinen eigenen Sohn zu kümmern. Er ist tot, sagte der Junge emotionslos. Aber Elsa stieß einen unterdrückten Schluchzer aus, der ihr am ganzen Büro wie ein stiller Schrei des Schmerzes widerhallte. Das Wort fiel wie eine Bombe in den Raum. Selbst die zynischsten Unternehmer spürten ein unbehagliches Gefühl in ihren Mägen. Sie hatten unwissentlich eine Grenze überschritten. Es tut mir leid, murmelte Maximilian. Obwohl die Worte selbst ihm hohl klangen, fühlte er es nicht. Der Junge sah ihn direkt in die Augen mit einer Intensität, die Maximilian unwillkürlich zurückweichen ließ. Wenn es ihnen leid täte, würden sie das nicht tun. Junge, pass auf, wie du mit mir sprichst, warnte Maximilian, der spürte, wie ihm die Kontrolle über die Situation entglitt. Oder was? Fragte der Junge mit einer Ruhe, die in jemandem so jungen furchterregend war. Werden Sie meine Mutter entlassen? Werden Sie uns das Essen nehmen, das uns kaum zum Leben reicht? Werden Sie uns noch ärmer machen, als wir es schon sind? Jede Frage war wie eine Ohrfeige. Maximilian erkannte, dass er diesen Jungen völlig unterschätzt hatte. Er hatte angenommen, Armut bedeutet Dummheit. Mein Vater war Sicherheitsingenieur, fuhr der Junge fort und ging langsam auf den Tresor zu. Er entwarf Sicherheitssysteme für Banken und Unternehmen. Er lehrte mich Codes und Algorithmen, während er von zu Hause aus arbeitete. Er sagte, Tresore seien nicht nur Metall und Technologie, sie seien Psychologie. Sie seien darum, zu verstehen, wie Menschen denken. Die 5 Unternehmer beobachteten nun in vollkommener Stille, trotz ihrer selbst fasziniert. Und was hat er dir über Menschen beigebracht? Fragte Maximilian, obwohl ein Teil von ihm die Antwort bereits nicht mehr hören wollte. Der Junge legte seine Hand auf die kalte Metalloberfläche, seine Finger strichen vertraut über das digitale Bedienfeld. Er lehrte mich, dass reiche Leute, wie sie die teuersten Tresore kaufen, nicht weil sie die beste Sicherheit brauchen, sondern weil sie beweisen wollen, dass sie die beste Sicherheit bezahlen können. Es geht ums Ego, nicht um Schutz. Das ist doch lächerlich, protestierte Robert, aber seine Stimme fehlte es an Überzeugung. Ja, dann sagen Sie mir,
Was bewahren Sie in Ihrem Tresor auf, Herr von Albrecht? Etwas, das Sie sich wirklich nicht leisten können zu verlieren? Oder nur Dinge, die Sie gekauft haben, weil Sie sie sich leisten konnten? Maximilian spürte, wie jedes Wort wie ein Schlag direkt auf seine Seele traf. Denn der Junge hatte recht. Sein Tresor enthielt Juwelen, die er nie trug, Dokumente, die repliziert werden konnten, und Bargeld, das nur einen Bruchteil seines Gesamtvermögens ausmachte. Er bewahrte nichts Unersetzliches auf. Mein Vater sagte, dass die Leute den Preis mit dem Wert verwechseln, fuhr der Junge fort. Seine Stimme nahm eine Autorität an, die für sein Alter unmöglich schien. Sie zahlen Millionen für Dinge, die nichts wert sind, und verachten Menschen, die alles wert sind, aber kein Geld haben, um es zu beweisen. Genug, sagte Maximilian, aber seine Stimme klang schwach. Ich bin nicht hierher gekommen, um Philosophielektionen von einem Kind zu erhalten. Sie kamen nicht hierher, um meine Mutter und mich zu demütigen, antwortete der Junge mit brutaler Ehrlichkeit, die wie ein Messer schnitt. Sie kamen hierher, um uns zu erinnern, dass wir arm sind und sie reich. Sie kamen hierher, um sich überlegen zu fühlen. Aber was sie nicht erwartet haben, war, dass ich etwas weiß, das sie nicht wissen. Und was weißt du, was ich nicht weiß? Fragte Maximilian spöttisch, obwohl er weniger sicher klang als zuvor. Der Junge lächelte zum ersten Mal, aber es war kein Lächeln der Freude. Es war ein Lächeln mit altem Wissen dahinter. Weisheit, die aus Leid kam. Ich weiß, wie man ihren Tresor öffnet. Die 5 Worte fielen wie ein Todesurteil auf den Raum. Alle Unternehmer erstarrten, verarbeiteten das Unmögliche, das sie gerade gehört hatten. Du lügst, sagte Maximilian, aber ein Zittern in seiner Stimme verriet seine Unsicherheit. Möchten Sie, dass ich es Ihnen beweise? Fragte der Junge mit derselben unerschütterlichen Ruhe. Das ist unmöglich, platzte Gabriel heraus. Es ist ein 3-Millionen-Franken-Tresor mit Militärtechnologie. Ein Junge vom Straßenstrich kann nicht wissen, wie man ihn öffnet. Ein Junge vom Straßenstrich, wiederholte der Junge. Und zum ersten Mal lag echte Emotion in seiner Stimme. Das bin ich für euch. Nur ein Junge vom Straßenstrich. Er wandte sich zu seiner Mutter, die ihn mit einer Mischung aus Terror und Stolz beobachtete, die ihr Gesicht trotz der Tränen zum Strahlen brachte. »Mama«, sagte der Junge sanft, »darf ich es Ihnen erzählen?« Elsa nickte, unfähig zu sprechen, aber alles mit ihren Augen kommunizierend. Der Junge atmete tief ein, als würde er sich auf etwas Schwieriges vorbereiten. »Mein Name ist Santiago Berger. Mein Vater war Diego Berger, leitender Sicherheitsingenieur für die Schweizerische Nationalbank für 15 Jahre. Er entwarf Sicherheitssysteme in 12 Ländern, schulte über 100 Sicherheitstechniker und schrieb 3 Handbücher, die noch heute an Universitäten verwendet werden. Die Enthüllung schlug wie ein Blitz ein. Robert Fischer zog sofort sein Handy und suchte nach dem Namen. Seine Augen weiteten sich, als er die Informationen fand. »Gott sei Dank«, murmelte er. »Diego Berger. Der Artikel vor 2 Jahren. Er starb bei einem Unfall während einer Installation I am Hauptsitz der Nationalbank.« »Es war kein Unfall«, sagte Santiago. Seine Stimme brach zum ersten Mal. Es war Fahrlässigkeit. Das Unternehmen hat die Elektroarbeiten dem billigsten Bieter vergeben. Es gab einen Kurzschluss, als mein Vater die Systeme überprüfte. Er starb sofort. Elsa rutschte an der Wand entlang zu Boden und schluchzte offen. Nun brach all die Würde, die sie zu wahren versucht hatte, zusammen. Nach seinem Tod bestritt das Unternehmen die Verantwortung. Sie sagten, mein Vater hätte Sicherheitsprotokolle verletzt, fuhr Santiago fort. Tränen liefen ihm nun über die Wangen, aber seine Stimme blieb fest. Sie nannten ihm seine Pension, vertrieben uns aus unserer Wohnung. Meine Mutter, die Lehrerin war, musste ihren Job aufgeben, um mich zu pflegen, weil ich jede Nacht Albträume hatte. Und jetzt putzt sie Toiletten, murmelte Ernst. All der vorherige Spott war aus seiner Stimme verschwunden. Jetzt putzt sie für Männer, die sie behandeln, als wäre sie unsichtbar. Santiago nickte. Für Männer, die nie nach ihrem Namen fragten, die nie wissen wollten, dass sie 2 Jahre lang allein einen Sohn großgezogen hatte, während sie 3 Jobs hatte, die nie wussten, dass sie früher Literatur an einem Gymnasium unterrichtete und dass ihre Schüler sie verehrten. Jede Enthüllung war wie eine Schicht Menschlichkeit, die Elsa wiederhergestellt wurde, Schicht für Schicht, bis die Unternehmer sie nicht mehr nur als Reinigungskraft sahen, sondern als vollständige Person mit Geschichte, Schmerz und Opfer. Mein Vater lehrte mich alles über Tresore. Weil er wollte, dass ich seinen Beruf verstehe, kehrte Santiago zu seinem Thema zurück und wandte sich wieder dem Swissstech Titanium zu. Wir verbrachten Stunden damit, Schlösser zu demontieren, Algorithmen zu studieren, Sicherheitsschwachstellen zu lernen. Es war unsere gemeinsame Zeit. Er legte beide Hände auf das Bedienfeld. Seine Finger bewegten sich mit einer Vertrautheit, die von jahrelanger Übung sprach. Dieser Tresor speziell, den kenne ich gut. Mein Vater hat 3 davon in Banken installiert, bevor er starb. Er zeigte mir genau, wie sie funktionieren. Dann tu es, forderte Maximilian heraus, obwohl seine Stimme jegliche frühere Arroganz verloren hatte.
Wenn du es wirklich weißt, öffne ihn. Santiago schüttelte langsam den Kopf. Ich werde Ihren Tresor nicht öffnen, Herr von Albrecht. Warum nicht? Fragte Gabriel mit aufrichtiger Verwirrung. Denn wenn ich ihn öffne, werden Sie sagen, ich hatte Glück oder ich habe geschummelt. Oder Sie werden einfach die Spielregeln ändern, wie reiche Leute es immer tun, antwortete Santiago mit einer Weisheit, die von jemandem so Jungen schmerzte. Aber es gibt etwas Besseres, das ich tun kann. Was? Fragte Maximilian vollständig gefesselt. Nun lächelte Santiago. Und dieses Mal war etwas von echtem Sieg-I am Ausdruck. Ich kann Ihnen Ihren Sicherheitscode sagen. Die folgende Stille war absolut. Maximilian spürte, als würde der Boden unter ihm schwanken. Das ist unmöglich, flüsterte er. Niemand kennt diesen Code außer mir. Er ist nirgends aufgeschrieben. Ihr Code ist 17.847, richtig? Fragte Santiago mit beiläufiger Ruhe. Maximilian taumelte zurück, sein Gesicht verlor jede Farbe. Die Zahlen waren exakt, absolut exakt. Wie war alles, was er murmeln konnte? Weil alle Swistech-Tresore mit einem Mastercode ab Werk geliefert werden, der sofort nach der Installation geändert werden sollte, erklärte Santiago. Aber mein Vater entdeckte, dass 73% der Kunden ihn nie ändern. Sie fügen nur Sicherheitsebenen hinzu, ohne die ursprüngliche Schwachstelle zu entfernen. Und der Mastercode ist immer die umgedrehte Produktionsseriennummer mit der letzten Ziffer mal 3. Santiago deutete auf eine kleine Plakette unten am Tresor. Serie ST 471780. Umgekehrt ist es 08174. Letzte Ziffer mal 3 ist 12. Benutze die letzten beiden Ziffern 7 und 4. Endcode 17.847. Die Erklärung war so technisch, so präzise, so unmöglich zu erfinden, dass alle sofort wussten, dass sie wahr war. Maximilian ließ sich auf seinen Stuhl fallen, völlig zerstört. Jahrelang hatte er mit seinem 3 Millionen Franken Tresor geprahlt. Er hatte eine falsche Sicherheit in seiner Militärtechnologie gespürt und nun hatte ein 11-jähriger Junge gerade enthüllt, dass all diese Sicherheit eine Illusion war. Aber warten Sie, sagte Santiago und ging dorthin, wo Maximilian saß. Es gibt mehr. Mehr? Fragte Maximilian mit hohler Stimme. Ihre personalisierte Sicherheitsfrage ist, was war Ihr erstes Auto? Und die Antwort, die Sie programmiert haben, ist Corvette 987, richtig? Maximilian nickte langsam, unfähig, das Unbestreitbare zu leugnen. Weil alle Swistech-Tresore mit einem Mastercode ab Werk geliefert werden, der sofort nach der Installation geändert werden sollte, erklärte Santiago. Aber mein Vater entdeckte, dass 73% der Kunden ihn nie ändern. Sie fügen nur Sicherheitsebenen hinzu, ohne die ursprüngliche Schwachstelle zu entfernen. Und der Mastercode ist immer die umgedrehte Produktionsseriennummer mit der letzten Ziffer mal 3. Santiago deutete auf eine kleine Plakette unten am Tresor. Serie ST 471780. Umgekehrt ist es 08174. Letzte Ziffer mal 3 ist 12. Benutze die letzten beiden Ziffern 7 und 4. Endcode 17.847. Die Erklärung war so technisch, so präzise, so unmöglich zu erfinden, dass alle sofort wussten, dass sie wahr war. Maximilian ließ sich auf seinen Stuhl fallen, völlig zerstört. Jahrelang hatte er mit seinem 3 Millionen Franken Tresor geprahlt. Er hatte eine falsche Sicherheit in seiner Militärtechnologie gespürt. Und nun hatte ein 11-jähriger Junge gerade enthüllt, dass all diese Sicherheit eine Illusion war. Aber warten Sie, sagte Santiago und ging dorthin, wo Maximilian saß. Es gibt mehr. Mehr? Fragte Maximilian mit hohler Stimme. Ihre personalisierte Sicherheitsfrage ist, was war Ihr erstes Auto? Und die Antwort, die Sie programmiert haben, ist Corvette 987, richtig? Maximilian nickte langsam, unfähig, das Unbestreitbare zu leugnen. Weil reiche Leute wie Sie laut meinem Vater immer Sicherheitsfragen verwenden, die mit ihren wertvollsten materiellen Besitztümern zusammenhängen, erklärte Santiago. Sie verwenden nie Dinge über Menschen, den Namen ihrer Mutter, ihre erste Liebe, den Ort, an dem sie geboren wurden, weil sie am Grunde Dinge mehr schätzen als Menschen. Die Anklage fiel wie ein letztes Urteil auf den Raum. Die 5 Unternehmer senkten die Augen, unfähig, Augenkontakt mit dem Jungen aufzunehmen, der gerade etwas Fundamentales über ihre Seelen entlarvt hatte. Dann, Herr von Albrecht, sagte Santiago, seine Stimme nahm einen abschließenden Ton an. Hier ist mein eigentlicher Vorschlag. Ich will Ihre 100 Millionen Franken nicht, aber ich möchte, dass Sie 3 Dinge tun. Welche Dinge? Fragte Maximilian wissend, dass er vollständig besiegt war. Erstens, ich möchte, dass meine Mutter einen echten Job in diesem Unternehmen bekommt. Nicht Toiletten putzen, sondern ihr wahres Talent nutzen. Sie kann unterrichten, sie kann schulen, sie kann 1000 wichtigere Dinge tun. Elsa blickte ihren Sohn mit Augen voller Liebe und Staunen an.
die trotz der Tränen strahlten. Zweitens. Ich möchte, dass Sie 5 einen Bildungsfonds für die Kinder von Mitarbeitern gründen. Nicht als Wohltätigkeit, sondern als Anerkennung dafür, dass Talent überall existiert, nicht nur in reichen Familien. Die Unternehmer wechselten Blicke. Es war ein Vorschlag, den sie nicht ablehnen konnten, ohne wie vollständige Monster dazustehen. Und drittens, Santiago machte eine Pause und genoss den letzten Moment. Ich möchte, dass Sie den Code Ihres Tresors ändern, denn jetzt weiß ich ihn. Die abschließende Enthüllung traf wie ein Hammer. Maximilian erkannte, dass sein Symbol für Sicherheit und Macht vollständig kompromittiert war, nicht von einem professionellen Dieb, sondern von einem Jungen, der von seinem verstorbenen Vater gelernt hatte. Wir haben einen Deal. Santiago streckte seine kleine, aber feste Hand aus. Maximilian blickte lange auf die Hand. Er wusste, dass ein Händedruck bedeutete, seine Niederlage zuzugeben, dass er von jemandem gedemütigt worden war, den er völlig unterschätzt hatte. Aber er wusste auch, dass er keine Wahl hatte. Er ergriff die Hand des Jungen. Wir haben einen Deal, murmelte er. Er nickte, ging dann zu seiner Mutter und half ihr aufzustehen. Elsa umarmte ihn mit einer Kraft, die von Jahren des Schmerzes, des Opfers und der unerschütterlichen Liebe sprach. Herr von Albrecht, sagte Santiago, bevor er ging, und drehte sich ein letztes Mal um. Mein Vater pflegte zu sagen, dass die besten Tresore nicht das Geld schützen, sondern die Lektionen, die wir aus unseren Fehlern lernen. Ich hoffe, Sie lernen diese Lektion gut. Und mit diesen abschließenden Worten verließen Santiago und Elsa das Büro und ließen 5 reiche Männer zurück, die sich plötzlich wie die Ärmsten der Welt fühlten. Maximilian blickte auf seinen 3 Millionen Franken Tresor und erkannte etwas Verheerendes. Er hatte ein Vermögen ausgegeben, um Dinge zu schützen, die keine Rolle spielten, während er versäumt hatte, das Einzige zu schützen, was wirklich etwas wert war, seine Menschlichkeit. Der arme Junge hatte ihm die teuerste Lektion seines Lebens erteilt. Und sie hatte keinen Rappen gekostet. 3 Tage nach der demütigenden Begegnung fand sich Maximilian von Albrecht dabei wieder, wie er etwas tat, das er sich nie hätte vorstellen können. Nervös wartend am Eingang des Unternehmensgebäudes um 6 Uhr morgens und beobachtete, wie Elsa Berger ankam für ihren ersten Tag als Koordinatorin für Personalentwicklung. Aber sie kam nicht allein. Santiago ging an ihrer Seite, sein geflickter Schulranzen hing ihm über die Schultern, und hinter ihnen kam etwas, das Maximilian einen Kloß I am Hals verursachte. Eine Reihe von mindestens 20 Reinigungs-, Wartungs-, Sicherheits- und Cafeteria-Mitarbeitern, die von dem Vorfall gehört hatten. »Guten Morgen, Herr von Albrecht«, grüßte Elsa mit fester, aber respektvoller Stimme. Sie war nicht mehr die Frau, die zitternd an der Wand stand. Etwas Fundamentales hatte sich in ihrer Haltung verändert. »Elena«, antwortete Maximilian und streckte seine Hand aus. »Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz.« Als sie sich die Hände schüttelten, erschien Robert Fischer aus dem Aufzug. Sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Neugier und etwas, das wie Scham aussah. »Maximilian, können wir kurz reden?« Sie traten zur Seite, während Elsa und Santiago das Gebäude betraten, gefolgt von der stillen Gruppe von Arbeitern, die Zeugen von etwas Historischem zu sein schienen. »Die anderen sind wütend«, murmelte Robert leise. »Gabriel rief gestern Abend an. Er sagt, du machst uns wie sentimentale Idioten aussehen, dass die Anstellung der Reinigungskraft als Managerin Wahnsinn ist, der deinen Ruf zerstören wird.« »Und was denkst du?«, fragte Maximilian, obwohl er die Antwort in den Augen seines ehemaligen Partners sehen konnte. Robert blickte dorthin, wo Santiago I am Gebäude verschwunden war. »Ich denke, dieser Junge hat uns eine Lektion erteilt, die wir seit Jahren brauchen, und ich denke, wenn wir sie jetzt nicht lernen, werden wir als reiche, aber leere Männer sterben.« Die brutale Ehrlichkeit des Geständnisses traf Maximilian tief. »Du wirst zur ersten Besprechung kommen. Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen«, nickte Robert. »Ich muss wissen, wofür ich all diese Jahre blind war.« 2 Stunden später war der Sitzungssaal I am 42. Stockvoller als je zuvor, nicht nur mit teuer gekleideten Führungskräften, sondern auch mit Mitarbeitern, die normalerweise unsichtbar waren. Rosa, die Dame aus der Cafeteria, die seit 15 Jahren Kaffee zubereitete, ohne dass jemand ihren Namen kannte. Miguel, der Nachtwächter, der 3 Hochschulabschlüsse hatte, aber keinen anderen Job fand. Carmen, die Rezeptionistin, die 4 Sprachen sprach, aber Mindestlohn verdiente. Elsa stand vor allen mit Santiago in der ersten Reihe, der jedes Detail aufnahm. »Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind«, begann Elsa. Ihre Stimme zitterte leicht, wurde aber mit jedem Wort stärker. »Ich weiß, das ist ungewöhnlich. 8 Jahre lang habe ich diese Böden geputzt, ohne dass die meisten von Ihnen meinen Namen kannten. Heute bin ich hier, weil mein Sohn Ihnen etwas beigebracht hat, das ich vergessen hatte. Das Wissen mehr wert ist, als Geld und Würde nicht käuflich ist.« Sie machte eine Pause, ihre Augen wanderten zu Maximilian.
Herr von Albrecht hat mich gebeten, eine neue Initiative zu leiten. Verborgenes Talent unter allen Mitarbeitern dieses Unternehmens identifizieren. Nicht nur unter Führungskräften, sondern unter jeder Person, die hier arbeitet. Das ist lächerlich, unterbrach eine Stimme von hinten. Fernando Silva, der Investor, der die ursprüngliche Demütigung aufgenommen hatte, stand da mit einem Ausdruck des Ekels. Verborgenes Talent unter Reinigungskräften, unter Sicherheitsleuten. Elsa, bei allem Respekt, das ist ein Zirkus. Bei allem Respekt, Santiago stand plötzlich auf, seine Stimme schnitt wie ein Rasiermesser durch die Luft. Sie wissen nicht, was dieses Wort bedeutet. Fernando blinzelte überrascht, vom Jungen wieder konfrontiert zu werden. Entschuldigung, Respekt bedeutet, den Wert in anderen anzuerkennen, unabhängig von ihrer Position. Sie haben die Demütigung meiner Mutter für das Lachen mit ihren Freunden aufgenommen. Das ist Respekt. Die folgende Stille war so dicht, dass sie schmerzte. Fernando spürte alle Blicke auf sich gerichtet, urteilend, bewertend. Miguel Santiago wandte sich an den Sicherheitsmann, der nervös aufschreckte, als er seinen Namen hörte. Können Sie Herrn Silva sagen, wie viele Sprachen Sie sprechen? Miguel schluckte nervös. Ich spreche Spanisch, Englisch, Französisch und Mandarin. Und wie viele Titel haben Sie? 3. Bachelor in Betriebswirtschaft, Master in internationaler Sicherheit und Diplom in Krisenmanagement. Die Enthüllung fiel wie eine Bombe. Die Führungskräfte blickten den Sicherheitsmann, den sie jahrelang übersehen hatten, mit neuem Verständnis an. Und warum arbeiten Sie als Wachmann? Fragte Santiago leise. Weil ich als Flüchtling in dieses Land kam und niemand wollte jemanden mit ausländischem Akzent für Führungspositionen einstellen, antwortete Miguel. Seine Stimme brach, aber er musste seine Familie ernähren, also nahm er die einzige Arbeit an, die ihm angeboten wurde. Elsa trat zu Miguel mit Tränen in den Augen. Ab heute werden Sie unsere neue Abteilung für internationale Sicherheit mit dem Gehalt leiten, das Ihren tatsächlichen Qualifikationen entspricht. Miguel bedeckte sein Gesicht mit den Händen und schluchzte offen. 15 Jahre des Unsichtbarfühlens, des Überqualifiziertseins und Unterbewertetwerdens explodierten in diesem Moment der Anerkennung. Rosa, fuhr Santiago fort. Können Sie ihnen erzählen, was Sie vor Ihrer Arbeit in der Cafeteria gemacht haben? Die ältere Frau stand langsam auf. Ihre Stimme zitterte. Ich war 20 Jahre lang Küchenchefin d'Eat am Hotel Continental. Ich verlor meinen Job, als das Hotel schloss und konnte in meinem Alter nichts anderes mehr finden. Alle sagten, ich sei zu alt. Und Carmen, deutete Santiago auf die Rezeptionistin. Was ist Ihre wahre Geschichte? Carmen atmete tief durch. Ich habe einen Master in internationalen Beziehungen. Ich arbeitete 10 Jahre lang als Übersetzerin für Botschaften. Aber als ich meine Tochter bekam und um flexible Arbeitszeiten bat, wurde ich entlassen. Niemand sonst wollte eine alleinerziehende Mutter einstellen, die früh gehen musste, um ihre Tochter abzuholen. Mit jeder Enthüllung sanken die Führungskräfte tiefer in ihre Sitze. Matteo spürte, als würde er sein Unternehmen zum ersten Mal sehen, verborgene Schichten von Menschlichkeit und Talent entdecken, die er seit Jahrzehnten ignoriert hatte. Das ist, was mein Vater mir vor seinem Tod beigebracht hat, sagte Santiago. Seine Stimme erfüllte den ganzen Raum. Dass arme Leute nicht arm sind, weil sie an Intelligenz mangelt. Sie sind arm, weil das System so konzipiert ist, dass sie unsichtbar bleiben. Weil Leute wie sie in 30 Sekunden entscheiden, wer es wert ist und wer nicht, basierend auf Kleidung, Akzent, Alter oder Geschlecht. Fernando sprang abrupt auf. Ich werde hier nicht von einem Kind belehrt. Dann gehen Sie, sagte Matteo entschieden und überraschte alle. Aber wenn Sie diese Tür verlassen, kommen Sie nicht zurück, denn dieses Unternehmen verändert sich und es gibt keinen Platz für Leute, die ihr Ego mehr schätzen als Menschlichkeit. Fernando sah ihn ungläubig an. Schmeißt du mich raus? Ich gebe Ihnen eine Wahl, antwortete Maximilian. Lernen Sie die Lektion, die uns dieser Junge lehrt, oder finden Sie ein anderes Unternehmen, wo man Ihre Arroganz tolerieren kann. Fernando sah sich in der Halle nach Unterstützung um, fand aber nur Gesichter, die ihn erwartungsvoll beobachteten. Schließlich, mit einer Geste der Frustration, verließ er den Raum und schlug die Tür zu. Jemand musste zuerst gehen, bemerkte Robert leise. Besser er. Elsa übernahm die Kontrolle über die Besprechung. Ihre Stimme war nun vollständig gefestigt. Wir werden ein Programm erstellen, bei dem jeder Mitarbeiter seine wahren Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Es ist mir egal, ob Sie Toiletten geputzt oder Kaffee serviert haben. Wenn Sie Talent haben, werden wir es finden und nutzen. Die nächsten 2 Stunden waren eine Offenbarung nach der anderen. Sie entdeckten, dass der Hausmeister ein zertifizierter Buchhalter war, dass die Reinigungskraft am 3. Stock einen Bachelor in Psychologie hatte, dass der Chauffeur in seinem Heimatland Bauingenieur gewesen war. Am Ende der Besprechung näherte sich Matteo Santiago, der alles mit stiller Zufriedenheit beobachtete. Ihr Vater wäre stolz, Maximilian, sagte er sanft. Santiago blickte ihn mit Augen an, die vor zurückgehaltenen Tränen glänzten. Mein Vater sagte, das wahre Erbe sei nicht das Geld, das man hinterlässt,
sondern die Leben, die man verändert. Ich beginne auch zu verstehen, gab Maximilian zu. Und ich bin 11 Jahre am Verzug. Als alle den Raum verließen, trat Elsa zu ihrem Sohn und umarmte ihn fest. »Wie hast du all das gelernt?« flüsterte sie. »Von dir, Mama«, antwortete Santiago. »Du hast deine Würde nie verloren, auch wenn sie dich wie unsichtbar behandelt haben. Du hast mir beigebracht, dass der wahre Wert eines Menschen sich nicht ändert, egal wie andere ihn sehen. Und in diesem Moment, in einem Sitzungssaal, der Zeuge von jahrelanger Arroganz gewesen war, wurde etwas Neues geboren. Die Möglichkeit, dass echte Veränderung möglich war, wenn Demut Stolz ersetzte. Die Transformation begann gerade erst. Eine Woche nach der alles verändernden Besprechung erhielt Maximilian von Albrecht einen Anruf, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war sein juristischer Assistent, und seine Stimme zitterte mit einer Dringlichkeit, die er selten zeigte. »Herr von Albrecht, wir haben ein ernstes Problem. Das Video.« Maximilian spürte, wie der Boden unter ihm verschwand. Er hatte vollständig vergessen, dass Ernst Meyer die gesamte Demütigung von Santiago und Elsa aufgenommen hatte. »Was ist mit dem Video?« Es verbreitet sich in sozialen Medien. Jemand hat es aus der privaten Gruppe des Businessclubs geleakt. Es hat bereits über 2 Millionen Aufrufe. Die Welt von Maximilian stand still. Jahrzehntelang hatte er sorgfältig sein öffentliches Image als erfolgreicher Unternehmer und angesehener Philanthrop aufgebaut. Ein Video, das ihn zeigte, wie er einen Jungen demütigte, könnte alles in wenigen Stunden zerstören. Ich muss dieses Video jetzt sehen. 20 Minuten später saß Maximilian in seinem Büro mit Robert und beobachtete den Computerbildschirm, während das Video die Szene abspielte, die er zu vergessen versucht hatte. Aber was er sah, ließ ihn völlig erstarren. Das Video zeigte nicht nur seine Grausamkeit, es zeigte alles. Seine Arroganz, seine Spottreden, Elsas Tränen, Santigos unerschütterliche Würde und den verheerenden Moment, als der Junge enthüllte, dass sein Vater gestorben war. Aber das Schlimmste war das Ende des Videos, wo jemand Untertitel hinzugefügt hatte, die jeden grausamen Moment mit Kommentaren hervorheben, die Maximilian zerlegten. »Dieser Mann ist 900 Millionen Franken wert«, hieß es auf einem Untertitel über seiner Diamantuhr. »Diese Frau putzt Toiletten, um zu überleben«, über Elsas Weinen. »Dieses Kind hat gerade seinen Vater verloren«, über Santiago, der den Tod von Diego enthüllte. Die Kommentare waren verheerend. »Dieser Millionär ist ein Monster, diese arme Mutter arbeitet, während dieser Typ ihren Sohn verspottet. Der Junge hat mehr Klasse als all diese Reichen zusammen. Ich muss wissen, wie diese Geschichte endet. Weiß jemand, wer das ist?« Robert schaltete das Video aus, unfähig, weiterzusehen. »Maximilian, das ist katastrophal. Die Aktien Ihres Unternehmens sind heute Morgen bereits um 12% gefallen. Es gibt Hashtags, die zu Boykotten aufrufen. Der Verwaltungsrat fordert Ihren Rücktritt.« Maximilian ließ sich auf seinen Stuhl fallen und spürte das Gewicht der Konsequenzen, die er vollständig ignoriert hatte. »Wer hat ihn geleakt?« »Ich habe meine Verdächtigen«, murmelte Robert. »Ernst und Gabriel sind wütend über die von ihnen implementierten Änderungen. Fernando auch, nachdem sie ihn rausgeworfen haben.« Wie aufgerufen durch seinen Namen klingelte Maximilians Telefon. Es war Gabriel Ortiz, und seine Stimme triefte vor purem Gift. »Ich hoffe, Sie genießen Ihr soziales Gerechtigkeitsexperiment. Maximilian, denn es kostet Sie alles. Warst du derjenige, der das Video geleakt hat?« fragte Maximilian, obwohl die Antwort aus Gabriels triumphierendem Ton offensichtlich war. »Ich habe nichts geleakt, aber als Fernando mir das Video zeigte und mich fragte, ob ich dachte, es sollte öffentlich sein, sagte ich ihm, dass die Wahrheit es immer verdient, bekannt zu werden. Was die Leute mit dieser Wahrheit machen, ist nicht mein Problem. Weißt du, was du getan hast?« Maximilian spürte Wut in seiner Brust aufkochen. »Du hast nicht nur mich zerstört, du hast auch Elsa und Santiago zerstört. Jetzt kennt sie die ganze Welt. Sie werden sie verfolgen. Sie werden sie zum Spektakel machen. Das hätten sie bedenken sollen, bevor sie zu ihren Firmenhaustieren machten«, antwortete Gabriel kalt. »Sie haben uns wie Monster aussehen lassen, Maximilian. Also haben wir beschlossen, der Welt zu zeigen, wer sie wirklich sind.« Der Anruf endete und ließ Maximilian vor Wut und Ohnmacht zittern. Seit 53 Jahren hatte er Narrative kontrolliert, Wahrnehmungen manipuliert, sein Image mit chirurgischer Präzision aufgebaut. Und nun zerstörte ein 5-minütiges Video alles. »Was wirst du tun?« fragte Robert leise. Bevor Maximilian antworten konnte, stürmte seine Sekretärin herein. »Herr von Albrecht, es sind Journalisten, die das Gebäude umzingeln, und Elsa Berger ist gerade mit ihrem Sohn angekommen. Die Reporter belästigen sie am Eingang.« Maximilian stand sofort auf. »Sagen Sie der Sicherheit, Sie sollen sie hier rausbringen, und bringen Sie Elsa und Santiago über den privaten Eingang in mein Büro.« 10 Minuten später betrat Elsa mit Santiago das Büro, beide sichtlich erschüttert.
Elsa hatte rote Augen vom Weinen und Santiago hielt ihre Hand schützend. »Es tut mir leid«, sagte Maximilian sofort. Die Worte kamen heraus, bevor er sie denken konnte. »Es tut mir sehr leid, das ist meine Schuld. Ich habe sie in diese Position gebracht.« »Es ist nicht Ihre Schuld«, antwortete Elsa, obwohl ihre Stimme zitterte. »Sie haben das Video nicht geleakt, aber ich habe die Situation geschaffen, die es ihm ermöglichte, zu existieren«, beharrte Maximilian. »Ich war es, der sie gedemütigt hat. Ich war es, der Herr von Albrecht«, unterbrach Santiago ihn. Der Junge sah ihn mit diesen zu alten Augen für sein Alter an. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen?« »Alles. Bereuen Sie es, weil das Video öffentlich wurde, oder bereuen Sie es, weil Sie es getan haben?« Die Frage traf Maximilian wie ein Faustschlag in den Magen. Er erkannte, dass Santiago gerade etwas Fundamentales aufgedeckt hatte, den Unterschied zwischen dem Bedauern der Konsequenzen und dem Bedauern der Handlungen. »Ich bereue beides«, antwortete Maximilian ehrlich. »Aber Sie haben Recht zu fragen, denn wenn das Video nie geleakt worden wäre, weiß ich nicht, ob ich wirklich konfrontiert worden wäre, was ich getan habe.« Santiago nickte langsam, als würde er die Aufrichtigkeit der Antwort bewerten. »Mein Vater sagte, öffentliche Fehler erfordern öffentliche Korrekturen. Wenn das, was Sie getan haben, öffentlich war, dann muss Ihr Bedauern auch öffentlich sein.« »Was schlagen Sie vor?«, fragte Maximilian, bereit zu hören, was dieser außergewöhnliche Junge zu sagen hatte. »Eine Pressekonferenz«, fiel Robert plötzlich ein. »Erzählen Sie die ganze Geschichte, nicht nur das Video, sondern was danach passiert ist. Zeigen Sie die echte Transformation. Das wäre beruflicher Selbstmord«, murmelte Maximilian, obwohl er wusste, dass Robert recht hatte. »Herr von Albrecht«, sprach Elsa mit fester Stimme, die alle überraschte. »Mein ganzes Leben lang war ich unsichtbar. Die Leute sahen mich an, ohne mich wirklich zu sehen. Ich putzte ihre Toiletten, ordnete ihre Räume und war wie ein Geist, der ohne Spuren erschien und verschwand. Sie machte eine Pause, Tränen bildeten sich in ihren Augen, aber ihre Stimme blieb stark. Jetzt zum ersten Mal seit Jahren bin ich sichtbar. Ja, es ist unangenehm. Ja, es ist beängstigend, dass Millionen von Menschen meine Demütigung gesehen haben. Aber sie sahen auch meine Würde. Sie sahen meinen Sohn, der mich verteidigte. Sie sahen, dass wir echte Menschen mit echten Geschichten sind. Was sagen Sie?«, fragte Maximilian sanft. »Ich sage, wir können uns nicht davor verstecken. Wir müssen uns dem stellen. Zusammen.« Das Wort zusammen halte I am Büro mit tiefer Bedeutung wieder. Maximilian erkannte, dass Elsa ihn nicht beschuldigte oder verließ. Sie bot ihm etwas an, das er nicht verdiente. Solidarität. »Gibt es noch etwas?« Santiago zog seine Tasche und holte eine abgenutzte Mappe heraus. »Ich habe mit Miguel und den anderen Mitarbeitern daran gearbeitet«, öffnete er die Mappe und enthüllte sorgfältig organisierte Dokumente. »Es ist der vollständige Plan für den Diego Mendoza Bildungsfonds.« Maximilian spürte einen Kloß I am Hals. »Sie nannten ihn Mendoza-Fonds?« »Für meinen Vater«, nickte Santiago. Er glaubte, Bildung sei der einzig wirkliche Weg, Armutszyklen zu durchbrechen. Also entwarfen wir ein Programm, das nicht nur Stipendien vergibt, sondern auch Studenten mit professionellen Mentoren verbindet, technische Schulungen anbietet und Eltern hilft, das Universitätswesen zu navigieren. Er blätterte durch die Seiten und zeigte Finanzprognosen, Umsetzungspläne und Zeugnisse von Mitarbeitern, die als freiwillige Mentoren teilnehmen wollten. Es war eine Arbeit auf professionellem Niveau, die jeden Unternehmensberater beeindruckt hätte. »Sie haben das alles gemacht?«, fragte Robert mit echter Verwunderung. »Nicht nur ich. Miguel trug zur Verwaltungsstruktur bei. Rosa half mit dem Budget, weil sich herausstellte, dass sie nicht nur Köchin, sondern auch zertifizierte Buchhalterin ist. Daniela übersetzte alles in 4 Sprachen, um Immigrantenfamilien einzubeziehen.« Maximilian spürte Tränen in seinen Augen aufsteigen, als er die Seiten durchblätterte. Dieser 11-jährige Junge hatte in einer Woche etwas Bedeutenderes geschaffen als jede Initiative, die seine Abteilung für soziale Verantwortung in Jahren hervorgebracht hatte. »Santiago«, sagte Matteo, seine Stimme brach. »Das ist außergewöhnlich, aber es braucht Ihre öffentliche Unterstützung. Deshalb halte ich die Pressekonferenz für eine gute Idee«, antwortete Santiago. »Nicht nur um sich zu entschuldigen, sondern um das anzukündigen, um zu zeigen, dass Veränderung real ist.« »Sie werden mich zerstören«, murmelte Maximilian. »Die Journalisten, die sozialen Medien, meine Konkurrenten, alle werden dies ausnutzen, um mich zu Fall zu bringen.« »Wahrscheinlich«, stimmte Santiago mit brutaler Ehrlichkeit zu. »Aber mein Vater sagte auch, dass wahre Stärke nicht darin besteht, niemals zu fallen, sondern darin, jedes Mal wieder aufzustehen, wenn man fällt, und besser aufzustehen als zuvor.« In diesem Moment öffnete sich die Bürotür plötzlich. Es war Ernst Meyer, und sein Gesichtsausdruck war von absoluter Wut. »Also ist es wahr«, brüllte er. »Sie werden eine Pressekonferenz mit diesen Leuten abhalten. Werden sie sich öffentlich demütigen?« »Ernst, raus aus meinem Büro«, sagte Maximilian entschieden.
Nicht bis sie ihren Verstand wiedererlangt haben. Ernst näherte sich drohend. Maximilian, wir sind seit 20 Jahren Freunde. Ich rette dich vor dir selbst. Diese Frau und ihr Sohn manipulieren dich. Sie benutzen dich. Genug, schnitt Santiagos Stimme wie ein Donner durch die Luft. Alle wandten sich dem Jungen zu, überrascht von der Kraft in seiner Stimme. Sie haben unsere Demütigung für Unterhaltung aufgenommen. Santiago ging direkt auf Ernst zu, ohne Furcht. Dann haben sie dieses Video geleakt, um Herrn von Albrecht zu zerstören, weil ihnen nicht gefiel, dass er meine Mutter wie einen Menschen behandelte. Ich habe nichts geleakt, protestierte Ernst. Aber seine Stimme fehlte es an Überzeugung. Vielleicht nicht direkt, aber Sie haben das Video Fernando gegeben, wissend genau, was er damit tun würde. Santiago sah ihn mit Augen an, die direkt in seine Seele zu sehen schienen. Wissen Sie, was Sie vom Herrn von Albrecht unterscheidet? Was? Fragte Ernst mit Verachtung. Herr von Albrecht war aus Arroganz grausam. Aber er hatte zumindest den Mut, seine Fehler einzugestehen und sich zu ändern. Sie sind aus Feigheit grausam. Sie verstecken ihre Grausamkeit hinter dem Schutz eines Freundes, wenn sie in Wirklichkeit nur ihr eigenes Ego schützen. Die folgende Stille war so dicht, dass sie schmerzte. Ernst sah den Jungen mit einer Mischung aus Wut und etwas an, das wie Scham aussah. Wissen Sie, was wir diese Woche noch herausgefunden haben, fuhr Santiago unerbittlich fort. Miguel hat ein wenig über Sie recherchiert. Es stellt sich heraus, dass Ihre Ölgesellschaft den schlechtesten Arbeitsrechtssicherheitsbericht in der gesamten Branche hat. 14 Arbeiter sind in den letzten 5 Jahren auf ihren Anlagen gestorben. Ernst wurde sichtlich blass. Das sind vertrauliche Informationen. 14 zerstörte Familien, wiederholte Santiago. Tränen liefen ihm nun über die Wangen. 14 Kinder, die ihre Väter verloren haben, wie ich meinen verloren habe. 14 Witwen, die Toiletten putzen mussten wie meine Mutter. Und sie haben den Mut, Herrn von Albrecht dafür zu verurteilen, dass er versucht, besser zu sein. Elsa trat zu ihrem Sohn und legte ihm eine Hand auf die Schulter, aber Santiago war noch nicht fertig. Mein Vater starb, weil ein Unternehmen beschloss, Geld zu sparen, anstatt seine Arbeiter zu schützen. Sie haben genau dasselbe 14 Mal getan. Also, bevor Sie über Manipulation oder Demütigung sprechen, schauen Sie in den Spiegel. Ernst öffnete und schloss mehrmals den Mund, unfähig, eine Antwort zu formulieren. Die Enthüllung war so präzise, so verheerend, dass keine Verteidigung möglich war. Raus aus meinem Büro, wiederholte Maximilian. Seine Stimme war nun mit absoluter Autorität geladen. Und Ernst, wenn Sie rausgehen, denken Sie an diese 14 Arbeiter, denken Sie an Ihre Familien und fragen Sie sich, ob das Geld, das Sie gespart haben, Ihr Leben wert war. Ernst verließ den Raum ohne ein Wort, aber sein Gesichtsausdruck war der eines Mannes, der gerade seine eigene Seele gesehen hatte und sie nicht mochte. Als sich die Tür schloss, wandte sich Maximilian Santiago zu. Woher wussten Sie von den Arbeitern? Miguel hat Kontakte in der gesamten Branche, erklärte Santiago und wischte sich die Tränen ab. Als wir anfingen, die Unternehmen der anderen Führungskräfte zu recherchieren, fanden wir viele Dinge, die niemand öffentlich machen will. Was für Dinge? Fragte Robert, obwohl er die Antwort fürchtete. Santiago zog eine weitere Mappe aus seiner Tasche. Gabriel Ortiz hat 3 aktive Klagen von Angestellten, die sich über Belästigung am Arbeitsplatz beschweren. Fernando Silva hat letztes Jahr 5 Millionen Steuern hinterzogen. Und es gibt noch mehr. Maximilian spürte, als würde er eine völlig neue Welt sehen. Jahrelang hatte er in Machtkreisen operiert, in denen alle gegenseitig ihre Fehler ignorierten. Es war ein stillschweigendes Abkommen der gegenseitigen Komplizenschaft. Und nun hatte ein 11-jähriger Junge dieses Abkommen vollständig entlarvt. Was werden Sie mit diesen Informationen tun? Fragte Maximilian. Santiago überlegte die Frage sorgfältig. Nichts für jetzt. Wir wollen niemanden zerstören. Wir wollen nur, dass die Leute besser werden. Aber wenn sie uns weiterhin angreifen, wenn sie weiterhin versuchen, das zu zerstören, was wir aufbauen, dann muss diese Information vielleicht auch öffentlich gemacht werden. Das ist Manipulation, murmelte Robert, obwohl Bewunderung in seiner Stimme lag. Es ist keine Manipulation, es ist Schutz, korrigierte Elsa entschieden. Jahrelang haben mächtige Leute Macht als Waffe gegen die Schwachen eingesetzt. Warum können wir die Wahrheit nicht als Schild benutzen? Maximilian erkannte in diesem Moment, dass er Elsa völlig unterschätzt hatte. Sie war nicht nur ein Opfer, das gerettet werden musste. Sie war eine Strategin, die gelernt hatte, in einer Welt zu überleben, die darauf ausgelegt war, sie zu zerquetschen. Die Pressekonferenz ist morgen, verkündete Maximilian plötzlich. Und ich gehe nicht allein. Elena Santiago, ich möchte, dass Sie mit mir auf diesem Podium stehen. Ich möchte, dass die Welt sieht, dass echte Veränderung möglich ist. Herr von Albrecht, sagte Elena sanft. Sind Sie sicher? Sobald Sie diese Grenze überschreiten, gibt es kein Zurück mehr. Ihre Freunde werden Sie verlassen. Ihr Ruf wird sich für immer ändern. Maximilian sah sie direkt in die Augen.
Elena, 53 Jahre lang habe ich einen Ruf aufgebaut, der auf Macht und Angst basierte. Vielleicht ist es Zeit, einen auf Wahrheit und Menschlichkeit zu bauen. Santiago lächelte, und es war das erste echte Lächeln, das Maximilian in seinem Gesicht gesehen hatte. Mein Vater wäre stolz, das zu hören. Ich hoffe, ich kann ihn eines Tages kennenlernen, antwortete Maximilian, bevor er merkte, was er gesagt hatte. Das tun Sie bereits, antwortete Santiago sanft. Jedes Mal, wenn Sie sich entscheiden, das Richtige statt das Einfache zu tun, ehren Sie seine Erinnerung. Denn das hat er immer getan. Und in diesem Moment, in einem Büro, das Zeuge so vieler Grausamkeiten gewesen war, geschah etwas Wunderbares. Ein Millionär, eine Reinigungskraft und ein 11-jähriger Junge wurden Verbündete, vereint durch etwas Stärkeres als Geld. Sie wurden eine selbstgewählte Familie, vereint durch gemeinsame Werte. Die Pressekonferenz würde morgen stattfinden und die Welt würde nie wieder dieselbe sein. Der Konferenzsaal am Plaza Hotel war bis zur Sättigung gefüllt. Mehr als 200 Journalisten, nationale und internationale Fernsehsender und eine Menschenmenge, die sich draußen drängte, schufen eine Atmosphäre elektrischer Spannung. Das Video der Demütigung hatte nun über 8 Millionen Aufrufe. Und die ganze Welt wartete darauf zu sehen, was der Millionär sagen würde, der als grausam entlarvt worden war. Aber was niemand erwartet hatte, war, Maximilian von Albrecht mit Elsa Vargas auf der einen und Santiago auf der anderen Seite auf die Bühne treten zu sehen. Die drei gingen zusammen, als wären sie gleichberechtigt. Das Murmeln der Menge intensivierte sich sofort. Das ist die Frau aus dem Video. Warum sind sie zusammen? Das wird unglaublich. Maximilian näherte sich dem Mikrofon, seine Hände zitterten sichtbar. Seit 53 Jahren hielt er Unternehmensreden, sprach auf internationalen Konferenzen, verhandelte mit Staatschefs. Aber er hatte nie dieses Maß an lähmender Angst gespürt. »Guten Morgen«, begann er, seine Stimme klang schwächer, als er beabsichtigt hatte. »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.« Er stockte, schluckte und versuchte, die Worte zu finden, die er die ganze Nacht geübt hatte. Aber als er in die Menge blickte, als er die urteilenden Gesichter sah, verschwanden alle vorbereiteten Worte. »Ich weiß nicht, wie ich das tun soll«, gab er schließlich zu. Seine Stimme brach. »Ich weiß nicht, wie ich mich für etwas entschuldigen soll, das unverzeihlich ist.« Die folgende Stille war absolut. Die Journalisten beugten sich vor, Kameras richteten sich auf jedes Detail seines Gesichts. Seit einer Woche seht ihr ein Video, das das Schlechteste von mir zeigt. Ein Video, in dem ich eine Frau und ihren Sohn demütige, nur weil ich es konnte, in dem ich meine Macht benutze, um die Würde von Menschen zu zerstören, die keine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Maximilian machte eine Pause, Tränen bildeten sich in seinen Augen. Dieses Video ist echt, es ist nicht bearbeitet, es ist nicht aus dem Kontext gerissen. Jedes grausame Wort, das ich gesagt habe, jeder Spott, jeder Moment absoluten Verachtung, das bin ich. Oder zumindest war ich es. »Lügner«, rief eine Stimme aus der Menge. Es war Fernando Silva, der ungeladen eingetreten war. Sie machen Theater, um ihre Firma zu retten. Wir alle wissen, dass das eine Inszenierung ist. Die Sicherheitskräfte bewegten sich, um ihn hinaus zu begleiten. Aber Maximilian hob eine Hand und stoppte sie. »Lassen Sie ihn bleiben«, sagte Maximilian entschieden. Er hat das Recht, hier zu sein. Er hat das Recht, mich Lügner zu nennen. Denn seit 20 Jahren bin ich genau das. Ein Lügner, der seine Grausamkeit hinter teuren Anzügen und wohltätigen Spenden versteckte. Aber Sie haben in einer Sache recht. Das hier dient dazu, etwas zu retten. Nicht meine Firma, nicht meine Reputation, sondern meine Seele. Fernando sah ihn mit Verachtung an. Wie rührend. Und wie viel bezahlen Ihnen diese beiden dafür, dass Sie an ihrer Farce teilnehmen? Bevor Maximilian antworten konnte, trat Elsa zum Mikrofon. Ihre stille, aber kraftvolle Präsenz fesselte sofort die Aufmerksamkeit des gesamten Saales. »Herr Silva«, begann Elsa. Ihre Stimme war klar, trotz des offensichtlichen Zitterns. 8 Jahre lang habe ich die Toiletten in dem Gebäude geputzt, in dem Sie Besprechungen hatten. Sie haben mich hunderte von Malen gesehen. Wissen Sie, wie oft Sie mich gegrüßt haben? Fernando blinzelte, offensichtlich unbehaglich. Ich erinnere mich nicht. 0, Elena unterbrach sanft. 0 Mal in 8 Jahren. Denn für sie war ich unsichtbar. Ich war ein Objekt, das Müll bewegte und leerte, aber keine echte Person. Sie zog ein gefaltetes Papier aus ihrer Tasche mit zitternden Händen. Das ist mein Arbeitsvertrag von vor 8 Jahren. Ich verdiente 600 Franken pro Monat bei 60 Wochenstunden. Das sind 10 Franken pro Stunde, um die Toiletten von Männern zu putzen, die mehr für eine einzige Mahlzeit ausgaben. Ihre Stimme brach, Tränen liefen frei. Jetzt wissen Sie, was ich mit diesen 600 Franken gemacht habe. 400 für die Miete eines Zimmers, in dem mein Sohn und ich auf derselben Matratze auf dem Boden schliefen. 100 für Essen. Ich kaufte das Billigste, damit mein Sohn zumindest 2-mal am Tag essen konnte.
und der Rest für seine Schulmaterialien und Transport. Der Saal war nun in absoluter Stille. Jede anwesende Person war völlig gefesselt von Elsas brutaler Ehrlichkeit. Und wissen Sie, was das Traurigste ist? Fuhr Elena fort, ihre Stimme nun voller Emotionen, die jedes Wort schmerzhaft machten, dass ich dankbar war, dankbar, diesen schrecklichen Job zu haben. Dankbar, dass Männer wie sie mich ignorierten, anstatt mich zu belästigen. Dankbar, dass ich meinem Sohn ein Dach über dem Kopf geben konnte, auch wenn es ein tropfendes Zimmer war. Sie wandte sich an das Publikum. Ihre Augen waren rot, aber ihre Haltung war unglaublich würdevoll. Herr von Albrecht hat mich auf die schlimmste Weise gedemütigt. Er hat mich vor meinem eigenen Sohn wie Müll fühlen lassen. Und das war schrecklich. Aber wissen Sie was? Zumindest hat er mich gesehen. Zum ersten Mal seit 8 Jahren hat jemand anerkannt, dass ich existiere. Das rechtfertigt nicht, was er getan hat, rief ein Journalist von hinten. Nein, das tut es nicht, stimmte Elsa entschieden zu. Nichts rechtfertigt Grausamkeit. Aber es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der grausam ist, weil er nie über den Schaden nachgedacht hat, den er verursacht, und jemand, der den Schaden sieht, ihn anerkennt und sich entscheidet zu ändern. Sie deutete auf Fernando. Dieser Mann hat das Video geleakt. Nicht, weil ihm meine Würde wichtig war, sondern weil er jemanden zerstören wollte, der ihn herausgefordert hatte. Er hat meine Demütigung als Waffe benutzt. Das ist besser als das, was Herr von Albrecht getan hat. Die Frage hing wie eine verheerende Anklage in der Luft. Fernando öffnete den Mund zum Protest, fand aber keine Worte. Santiago trat dann ans Mikrofon, und ein Murmeln ging durch die Menge. Der Junge aus dem Video, der seine Mutter mit unerschütterlicher Würde verteidigt hatte, stand kurz vor dem Sprechen. Mein Name ist Santiago Berger, begann er mit klarer, aber emotionsgeladener Stimme. Ich bin 11 Jahre alt und vor 2 Jahren habe ich meinen Vater bei einem Arbeitsunfall verloren, der nicht hätte passieren dürfen. Er zog ein Foto aus seiner Tasche und hielt es vor die Kameras. Es war das Bild eines lächelnden Mannes mit einem kleinen Jungen auf den Schultern. Das ist Diego Berger. Er war Sicherheitsexperte. Er entwarf Systeme zum Schutz von Menschen und starb, weil ein Unternehmen beschloss, dass sein Leben weniger wert war als das Geld, das es bei Elektrikern sparte. Seine Stimme brach vollständig, Tränen liefen ihm über die Wangen, aber er sprach weiter. Nachdem er gestorben war, hat uns niemand geholfen. Das Unternehmen bestritt die Verantwortung. Die Versicherungen fanden technische Ausreden, um nicht zu zahlen, und plötzlich musste meine Mutter Reinigungskraft werden, weil es der einzige Job war, den sie bekommen konnte, ohne mich zu pflegen. Santiago, Liebling, trat Elsa näher, aber Santiago schüttelte sanft den Kopf. Ich muss das sagen, Mama. Er wandte sich an das Publikum, seine Augen fegten über die Hunderte von Gesichtern, die ihn beobachteten. Sie haben das Video meiner Demütigung gesehen. Sie haben Herrn von Albrecht gesehen, wie er mich, meine Mutter, unsere Armut verspottete. Und sie waren wütend. Sie haben wütende Kommentare geschrieben, Boykotte gefordert, Gerechtigkeit verlangt. Aber wie viele von ihnen sind an Menschen wie meiner Mutter vorbeigegangen, ohne sie wirklich zu sehen? Wie viele haben Servicekräfte behandelt, als wären sie unsichtbar? Wie viele haben jemanden aufgrund seiner Kleidung, seiner Arbeit oder seines Akzents beurteilt, ohne seine Geschichte zu kennen? Die Anklage war sanft, aber verheerend. Mehrere Journalisten senkten den Blick, unfähig, Augenkontakt mit dem Jungen zu halten. Herr von Albrecht hat etwas Schreckliches getan, fuhr Santiago fort. Aber er hatte zumindest den Mut, sich dem zu stellen. Er hatte den Mut zuzugeben, dass er falsch lag und sich zu ändern. Wie viele von Ihnen können dasselbe sagen? Er näherte sich dem Tisch, auf dem er eine dicke Mappe abgelegt hatte. Das ist der Diego Mendoza Bildungsfonds. Ich habe ihn mit Hilfe von Mitarbeitern entworfen, die Herr von Albrecht jahrelang ignoriert hatte. Mitarbeiter, die sich als Ingenieure, Buchhalter, Übersetzer, professionelle Köche herausstellten, brillante Menschen, gefangen in Arbeiten, die ihr wahres Potenzial nicht widerspiegelten. Er öffnete die Mappe und zeigte Seiten voller Zahlen, Prognosen und Zeugnisse. Dieser Fonds wird jedes Jahr 100 Studenten aus Arbeiterfamilien vollständige Stipendien vergeben. Nicht nur Geld für Studiengebühren, sondern Mentoren, Schulungen und Familienunterstützung. Er wird 5 Millionen Franken pro Jahr kosten. Und Herr von Albrecht hat sich gerade verpflichtet, ihn für die nächsten 20 Jahre zu finanzieren. Das sind 100 Millionen Franken. Dieselben 100 Millionen, die er mir an jenem Tag in seinem Büro zum Spott angeboten hat. Das Murmeln der Menge wurde zu hörbaren Ausrufen. Die Journalisten schrien gleichzeitig Fragen. Ist das wahr, Herr von Albrecht? 100 Millionen Franken? Das ist keine Öffentlichkeitsarbeit. Maximilian trat zum Mikrofon. Seine Hände zitterten nicht mehr. Das ist absolut wahr. Ich habe heute Morgen rechtskräftige Dokumente unterschrieben. 100 Millionen Franken über 20 Jahre für den Diego Mendoza Fonds. Aber es gibt Bedingungen, fügte er hinzu und überraschte alle. Ich kontrolliere nicht, wie das Geld verwendet wird. Das entscheidet ein Verwaltungsrat,
der aus Elsa, Santiago, Miguel Torres und 3 von den begünstigten Familien gewählten Vertretern besteht. Ich unterschreibe nur die Schecks. Warum? Schrie ein Journalist. Warum so viel Kontrolle abgeben? Weil ich 53 Jahre lang alles kontrolliert habe, antwortete Maximilian mit brutaler Ehrlichkeit. Und diese Kontrolle hat mich zu einem Monster gemacht. Ich muss lernen, Menschen zu vertrauen, die besser sind als ich. Menschen, die verstehen, was wirklich wichtig ist. Fernando stürmte durch die Menge, sein Gesicht rot vor Wut. Das ist absurd, Maximilian. Sie verschenken ihr Vermögen an Leute, die es nicht verdienen. Sie verdienen es nicht. Santiago wandte sich mit Augen, die vor Tränen und Empörung glänzten, an ihn. Meine Mutter arbeitet härter an einem Tag, als sie wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben gearbeitet haben. Miguel hat 3 Hochschulabschlüsse und spricht 4 Sprachen. Rosa war Küchenchefin in einem der renommiertesten Hotels des Landes. All diese Leute verdienen Chancen, die ihnen von Leuten wie ihnen verweigert wurden. Leute, die den menschlichen Wert basierend auf Bankkonten statt auf Charakter entscheiden. Sie sind nur ein Kind, platzte Fernando heraus. Sie verstehen nicht, wie die reale Welt funktioniert. Ich verstehe vollkommen, wie sie funktioniert, korrigierte Santiago mit vernichtender Ruhe. Sie funktioniert mit mächtigen Leuten, die ihre Macht auf Kosten der Schwachen schützen. Sie funktioniert mit Systemen, die dazu bestimmt sind, die Reichen reich und die Armen arm zu halten. Sie funktioniert mit Leuten wie Ihnen, die sich einreden, dass sie ihr Privileg verdienen, während andere ihr Leid verdienen. Er trat furchtlos direkt auf Fernando zu, trotz des Größenunterschieds. Aber wissen Sie was? Dieses System ändert sich, nicht weil ein Millionär beschloss, großzügig zu sein, sondern weil die Wahrheit ans Licht kommt, weil die Leute Ungerechtigkeit satt haben, weil Kinder wie ich sagen, genug. Der Saal explodierte in Applaus. Nicht von allen, aber von genug Leuten, dass der Lärm ohrenbetäubend war. Fernando blickte sich ungläubig um und erkannte, dass er die Kontrolle über die Erzählung vollständig verloren hatte. Und was ist mit den anderen Unternehmen? Fragte ein Journalist, als der Applaus abklang. Was ist mit Gabriel Ortiz und seinen Belästigungsklagen? Mit Ernst Meyer und seinen toten Arbeitern? Santiago tauschte einen Blick mit Elsa, die fast unmerklich nickte. Wir haben vollständige Dokumentation über mehrere Unternehmen, die mit illegalen oder unmoralischen Praktiken operieren, bestätigte Santiago. Aber wir werden sie heute nicht veröffentlichen. Warum nicht? Schrien mehrere Journalisten gleichzeitig. Weil wir niemanden zerstören wollen, antwortete Elsa. Wir wollen, dass sie sich ändern. Wir geben jedem dieser Unternehmer die gleiche Chance, die wir Herrn von Albrecht gegeben haben. Erkennen Sie Ihre Fehler an, leisten Sie echte Wiedergutmachung und werden Sie bessere Menschen. Und wenn Sie es nicht tun, fragte ein skeptischer Journalist, dann wird diese Information öffentlich gemacht, antwortete Maximilian entschieden. Aber es wird Ihre Wahl sein. Sie können sich freiwillig ändern oder Sie werden durch öffentliche Kontrolle gezwungen, sich zu ändern. Das klingt nach Erpressung, beschuldigte Fernando. Es ist keine Erpressung, es ist Gerechtigkeit, korrigierte Santiago. Jahrelang haben Sie Ihre Macht als stillschweigende Drohung eingesetzt. Benehmen Sie sich, oder ich entlasse Sie. Akzeptieren Sie meine Belästigung, oder Sie verlieren Ihren Job. Arbeiten Sie unter gefährlichen Bedingungen, oder Sie haben keine Möglichkeit, Ihre Familie zu ernähren. Das ist echte Erpressung. Was wir tun, ist Ihnen die Wahl zu geben, das Richtige zu tun, bevor Sie keine andere Wahl mehr haben. Ein Journalist von einem internationalen Medium stand auf. Herr von Albrecht, Sie werden mit dieser Initiative Hunderte von Millionen verlieren. Ihre Aktien sind bereits um 28% gefallen. Es gibt Gerüchte, dass der Verwaltungsrat Sie zum Rücktritt zwingen wird. Lohnt es sich? Maximilian blickte zu Elena und Santiago, dann in die Menge. Vor 2 Wochen hätte ich gesagt nein, hätte gesagt, dass meine Firma, mein Vermögen, mein Ruf das Wichtigste auf der Welt sind. Aber ich habe einen 11-jährigen Jungen kennengelernt, der mir gezeigt hat, dass es Dinge gibt, die wertvoller sind als alles Geld der Welt. Er lehrte mich über Würde, über Gerechtigkeit, über die Art von Erbe, die wirklich zählt. Seine Stimme brach nun vollständig. 53 Jahre lang habe ich Reichtum angehäuft, der mich nie glücklich gemacht hat, Imperien aufgebaut, die mich nie erfüllt haben, versucht eine Leere mit Dingen zu füllen, die sie nicht füllen konnten. Und dann zeigten mir eine Frau, die meine Toiletten putzte, und ihr Sohn, wonach ich all die Zeit gesucht hatte. Echter Sinn, echte menschliche Verbindung, die Befriedigung, sein Privileg zu nutzen, um andere zu erheben, anstatt sie zu zerquetschen. Tränen liefen nun frei über sein Gesicht. Also ja, es lohnt sich. Es ist jeden Rappen wert, jeden Prozentpunkt fallender Aktien, jeden Freund, der mich verlässt. Denn zum ersten Mal in meinem Leben, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich jemanden, den meine Mutter stolz gekannt hätte. Die folgende Stille war heilig. Selbst die zynischsten Journalisten waren sprachlos angesichts der brutalen Ehrlichkeit des Geständnisses. Santiago trat zu Maximilian und nahm seine Hand.
Die Geste war einfach, aber ihre Bedeutung war tief. Vergebung, Solidarität und das Versprechen, dass echte Veränderung möglich war. Elena nahm Maximilians andere Hand und die drei standen vor den Kameras, vereint nicht durch Geld oder Macht, sondern durch etwas unendlich Stärkeres. Die Pressekonferenz endete mit stehenden Ovationen, die fast 5 Minuten dauerten. Draußen reagierte die Welt. Die Hashtags änderten sich von Boykott Sandoval zu Sandoval Second Chance. Die Aktien seines Unternehmens begannen sich zu erholen. Und was noch wichtiger war, Dutzende von Unternehmern begannen, privat Kontakt aufzunehmen und zu fragen, wie sie ähnliche Veränderungen implementieren können. Die Transformation hatte aufgehört, persönlich zu sein, sie war zu einer Bewegung geworden. 6 Monate nach der Pressekonferenz, die alles verändert hatte, fand sich Maximilian von Albrecht vor dem Schweizer Tresor wieder, der einst ein Symbol seiner Arroganz gewesen war. Seine Finger zitterten, als er den neuen Code eingab, einen, den er sofort nach jener Nacht geändert hatte, als Santiago ihm seine Schwachstelle offenbart hatte. Der vorherige Code war 17847 gewesen. Der neue war 03 und 4 sind 5. Santiagos Geburtstag. Der Tresor öffnete sich mit einem leisen Klick und enthüllte seinen Inhalt, aber was sich darin befand, waren keine teuren Juwelen oder unnötiges Bargeld mehr. Es war eine Sammlung von Fotografien, handgeschriebenen Briefen von Begünstigten des Diego Mendoza Fonds und ein Umschlag mit der Aufschrift: Zum Öffnen nur, wenn ich vergesse, wer ich sein will. Im Umschlag befand sich ein einzelnes Foto. Santiago mit seiner Mutter, aufgenommen am Tag der Pressekonferenz, mit den dreien zusammen vor den Kameras. Auf der Rückseite, in Elsas sorgfältiger Handschrift stand: Der wahre Schatz wird nicht aufbewahrt, er wird geteilt. Ein sanftes Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Überlegungen. Es war seine persönliche Assistentin, jemand, den er selbst aus der Reinigungsabteilung befördert hatte, nachdem er entdeckt hatte, dass sie einen Master in Betriebswirtschaft hatte. Herr von Albrecht, die Sitzung des Verwaltungsrats beginnt und es ist ein dringendes Paket vom Herrn Ortiz angekommen. Maximilian spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. 6 Monate lang war Gabriel Ortiz nach der Pressekonferenz still geblieben. Keine Anrufe, keine Drohungen, keine Sabotageversuche. Diese Stille war beunruhigender gewesen als jede direkte Konfrontation. Was für ein Paket. Ein Manila-Umschlag. Es steht persönlich und vertraulich darauf. Maximilian nahm den Umschlag mit Händen, die bereits schlechte Nachrichten antizipierten. Darin befand sich ein einziges Dokument, ein formelles Rücktrittsschreiben von Gabriel Ortiz von all seinen Positionen am Verwaltungsrat der gemeinsamen Unternehmen, zusammen mit einer handgeschriebenen Notiz. Maximilian, begann die Schrift zitternd. Ich habe versucht, mir 6 Monate lang einzureden, dass das, was Sie getan haben, Schwäche war, dass Sie manipuliert wurden, dass Sie alles zerstört haben, was wir gemeinsam aufgebaut hatten, aus Sentimentalität. Aber letzte Nacht ist etwas passiert, das meine Perspektive für immer verändert hat. Maximilian las weiter, seine Augen weiteten sich bei jeder Zeile. Meine älteste Tochter, Valentina, ist 17 Jahre alt. Gestern kam sie weinend nach Hause, weil sie in ihrer Ethikstunde ihr Pressekonferenzvideo gesehen hatte. Ihr Lehrer nutzte es als Beispiel für echte Erlösung am Gegensatz zu performativem Bedauern. Und als sie mich sah, fragte sie mich etwas, das mich vollständig zerbrochen hat. Papa, wärst du in der Lage, dasselbe zu tun wie Herr von Albrecht? Wenn du wüsstest, dass du jahrelang falsch lagst, hättest du den Mut, es öffentlich zuzugeben und dich zu ändern? Ich konnte ihr nicht antworten, Maximilian. Ich schwieg, während meine Tochter mich mit Augen ansah, die erwarteten, dass ihr Vater ein Held sei, und ich erkannte, dass ich ihr genau das Gegenteil beigebracht hatte, wie man sein Ego auf Kosten seiner Seele schützt. Also trete ich nicht nur von unseren gemeinsamen Unternehmen zurück, sondern auch von der Person, die ich gewesen bin. Ich werde professionelle Hilfe für die Belästigungsvorwürfe in meiner Firma suchen. Ich werde echte Veränderungen einführen und versuchen, die Art von Vater zu werden, zu der meine Tochter aufschauen kann. Ich bitte Sie nicht um Verzeihung, denn ich verdiene sie nicht. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass Ihre Verwandlungen bei anderen inspiriert, auch bei denen, die sich ihnen am meisten widersetzen. Der Brief endete mit einer einfachen Unterschrift: Gabriel. Maximilian ließ sich auf seinen Stuhl fallen, überwältigt von widersprüchlichen Gefühlen. Monatelang hatte er Rache von Gabriel erwartet. Er hatte Sabotage und Angriffe antizipiert. Er hatte nie so etwas erwartet. Echte Kapitulation und den Beginn einer echten Veränderung. Sein Telefon klingelte. Es war Rodrigo Fuentes, der während der Transformation zu seinem engsten Verbündeten geworden war. Maximilian, hast du die Nachrichten gesehen? Welche Nachrichten? Ernst Mayr kündigte gerade ein 5,0 Millionen Franken Programm für Arbeitssicherheit an. Er wird unabhängige Prüfer für alle seine Ölförderanlagen einstellen und öffentlich die 14 Todesfälle von Arbeitern anerkennen,
indem er sich verpflichtet, die Familien zu entschädigen. Maximilian spürte, wie sich Tränen in seinen Augen bildeten. Was hat ihn dazu bewogen? Laut seiner Erklärung erhielt er einen anonymen Brief von einem der Kinder der verstorbenen Arbeiter. Der Junge ist so alt wie Santiago. Er fragte, ob sein Vater gestorben sei, weil Herr Meyer sein Leben für weniger wert hielt als das Geld, das er bei der Sicherheit sparte. Gott, es gibt noch mehr, fuhr Rodrigo fort. Seine Stimme wurde ernst. Fernando Silva wird wegen Steuerhinterziehung untersucht, aber er hat sich freiwillig gestellt, bevor er verhaftet wurde. Er kooperiert vollständig mit den Behörden und sagt, er wolle sein Gewissen reinigen, bevor es zu spät ist. Maximilian war sprachlos. Die Transformation, die mit seiner eigenen Demütigung begonnen hatte, schuf Wellen, die weit über seine Erwartungen hinausgingen. Die Sitzung des Verwaltungsrats, fuhr Rodrigo fort. Seine Stimme wurde ernst. Sind Sie vorbereitet? So vorbereitet, wie ich nur sein kann. Eine Stunde später betrat Maximilian den Sitzungssaal des Unternehmensgebäudes, der jahrzehntelang sein Königreich gewesen war. Aber der Saal hatte sich dramatisch verändert. Er war nicht mehr nur mit teuer gekleideten Führungskräften gefüllt. Jetzt gehörten dazu Miguel Torres, der die Abteilung für internationale Sicherheit leitete, Rosa, die zur Leiterin der Unternehmensdienstleistungen aufgestiegen war, Daniela, die Programme für Vielfalt und Inklusion koordinierte, und in der Mitte, mit sorgfältig organisierten Akten vor sich, saß Elsa Berger, die sich in 6 Monaten zu einer der angesehensten Führungskräfte des Unternehmens entwickelt hatte. Santiago saß in der Zuschauergalerie zusammen mit 50 anderen Studenten des Diego Mendoza Fonds, die eingeladen worden waren, die Sitzung als Teil ihrer Ausbildung in Unternehmensführung zu verfolgen. Ordnung, schlug Mariana Solis, die Präsidentin des Verwaltungsrats, sanft mit ihrem Hammer. Sie war eine 62-jährige Frau, die eigens eingestellt worden war, um die Transformation des Unternehmens zu überwachen. Wir sind hier, um die Quartalsergebnisse zu überprüfen und den von Herrn von Albrecht vorgeschlagenen Umstrukturierungsantrag zu besprechen. Alle Augen richteten sich auf Maximilian, der sich langsam erhob. 6 Monate lang hatte er am wichtigsten Vorschlag seiner Karriere gearbeitet, einer vollständigen Umstrukturierung, die Macht und Gewinne Pirme am gesamten Unternehmen gerechter verteilen würde. Mitglieder des Rates, begann Maximilian, seine Stimme fest, aber demütig. Vor 6 Monaten habe ich mich öffentlich zu einer Transformation verpflichtet, die viele als unternehmerischen Selbstmord betrachteten. Man sagte mir, wir würden Talente verlieren, dass Investoren fliehen würden, dass das Unternehmen zusammenbrechen würde. Er machte eine Pause und ließ die Spannung aufbauen. Sie lagen vollständig falsch. Er projizierte eine Präsentation auf den riesigen Bildschirm. Die Zahlen waren erstaunlich. Produktivität gesteigert um 47%, Mitarbeiterfluktuation auf praktisch 0 reduziert, Kundenzufriedenheit auf historischen Höchstständen und noch erstaunlicher. Gewinne um 23% gestiegen, trotz der 100 Millionen, die für den Bildungsfonds zugesagt wurden. Wie ist das möglich? Fragte eines der Ratsmitglieder mit echter Verwirrung. Die Prognosen zeigten massive Verluste. Elsa erhob sich. Ihre Verwandlung von der Reinigungskraft zur Führungskraft war so vollständig, dass es schwierig war, sich daran zu erinnern, wie sie vorher gewesen war. Ich kann das beantworten. Wenn man Menschen mit Würde behandelt, wenn man ihnen faire Löhne zahlt, wenn man in ihre Entwicklung investiert, bekommt man nicht nur Angestellte, man bekommt Verbündete, die sich persönlich für den Erfolg des Unternehmens engagieren. Wir haben verborgenes Talent bei 73 Mitarbeitern entdeckt, die unterbeschäftigt waren. Miguel fügte hinzu und präsentierte seinen eigenen Teil des Berichts. Ingenieure, die als Hausmeister arbeiteten, Buchhalter als Cafeteria-Angestellte, zertifizierte Übersetzer als Rezeptionisten. Als wir sie in Positionen brachten, die ihren wahren Fähigkeiten entsprachen, explodierte die Produktivität. Aber am wichtigsten, fuhr Maximilian fort und übernahm wieder die Kontrolle über die Präsentation, ist, dass wir fundamental geändert haben, wie wir Erfolg messen. Wir zählen nicht mehr nur Quartalsgewinne, wir zählen Leben, die verändert wurden, Familien, die angehoben wurden, Gemeinschaften, die gestärkt wurden. Er projizierte eine neue Folie, die Fotos und Zeugnisse der ersten 100 Begünstigten des Diego Mendoza Fonds zeigte. Junge Menschen, die nun Medizin, Ingenieurwesen, Jura, Kunst studierten, Familien, die generationale Armutszyklen durchbrochen hatten, ganze Gemeinschaften, die transformiert wurden. Das ist die wirkliche Kapitalrendite, sagte Maximilian. Seine Stimme brach vor Emotionen und sie ist unendlich viel wertvoller als jeder finanzielle Gewinn. Eines der konservativsten Ratsmitglieder stand auf. Es war Hector Ramirez, ein 68-jähriger Investor, der sich lautstark gegen jede Reform ausgesprochen hatte. Herr von Albrecht, diese Zahlen sind beeindruckend,
aber meine grundlegende Sorge bleibt. Sie haben vorgeschlagen, 30% der Jahresgewinne an einen Mitarbeiterbeteiligungsfonds umzuverteilen. Das reduziert direkt die Dividenden für die Aktionäre. Sie haben recht, stimmte Maximilian zu. Es reduziert kurzfristig die Dividenden, aber es erhöht den langfristigen Wert des Unternehmens auf eine Weise, die traditionelle Finanzmodelle nicht erfassen. Wie zum Beispiel, drängte Hector. Santiago stand plötzlich in der Zuschauergalerie auf. Kann ich das beantworten? Alle wandten sich überrascht dem Jungen zu. Mariana Solis blickte Maximilian an, der nickte. Bitte sehr, Santiago. Santiago stieg mit festen Schritten von der Galerie herab und trug eine Mappe, die er eindeutig für diesen Moment vorbereitet hatte. Mit seinen 12 Jahren, mit 6 Monaten zusätzlicher Erfahrung am Beobachten von Unternehmensumwandlungen, war er zu etwas Außergewöhnlichem geworden, einem Strategen, der analytische Intelligenz mit tiefem Verständnis für menschliche Würde kombinierte. Herr Ramirez, begann Santiago mit Respekt, aber fester Stimme. Mein Vater pflegte zu sagen, dass es 2 Arten von Reichtum gibt, den, der sich ansammelt, und den, der sich vermehrt. Angesammelter Reichtum wächst langsam und stirbt mit der Person, die ihn besitzt. Vermehrter Reichtum wächst exponentiell und lebt ewig. Er öffnete seine Mappe und enthüllte Grafiken und Prognosen, die er mit Hilfe von Miguel und anderen Mentoren erstellt hatte. Als Herr von Albrecht 100 Millionen in den Diego Mendoza Fonds investierte, schien es ein massiver Verlust, aber wir werden die tatsächliche Wirkung verfolgen. Er projizierte seine erste Folie. 100 Studenten erhielten vollständige Stipendien. Jeder von ihnen wird am Laufe seines Lebens voraussichtlich 40% mehr verdienen, als wenn sie keine Universitätsbildung gehabt hätten. Das ist eine kollektive Einkommenssteigerung von etwa 120 Millionen Franken über die nächsten 4 Jahrzehnte. Aber es gibt mehr, fuhr er fort und zeigte die nächste Projektion. Diese 100 Studenten werden Steuern auf diese zusätzlichen Einkommen zahlen und etwa 30 Millionen Franken zum Staatsschatz beitragen. Sie werden Geld in ihren Gemeinden ausgeben, Arbeitsplätze schaffen und lokale Wirtschaften ankurbeln, und statistisch gesehen werden 50% ihre eigenen Stipendienprogramme oder Gemeinschaftsinitiativen gründen. Die anfängliche Investition von 100 Millionen generiert also eine wirtschaftliche Rendite von über 500 Millionen über 4 Jahrzehnte, und das ohne den nicht monetarisierbaren Wert. Vermiedene Verbrechen, weil junge Menschen legitime Möglichkeiten haben, reduzierte Gesundheitskosten, weil Familien aus der Armut entkommen, Innovationen, geschaffen von brillanten Köpfen, die sonst verschwendet worden wären. Die Stille am Raum war absolut. Selbst Hector Ramirez war angesichts der analytischen Klarheit eines 12-jährigen Jungen sprachlos geblieben. Aber am wichtigsten, schloss Santiago, seine Stimme nahm einen Ton an, der über die Zahlen hinausging, ist, dass sie nicht in der Lage sind, den Preis für das zu berechnen, was sie wirklich kaufen. Erlösung, Vermächtnis, die Fähigkeit, sich am Spiegel anzuschauen und zu wissen, dass sie ihre Macht zum Guten eingesetzt haben. Er wandte sich an den gesamten Raum und stellte Augenkontakt mit jedem Ratsmitglied her. Mein Vater starb, weil ein Unternehmen beschloss, dass sein Leben weniger wert war als das Geld, das es bei Sicherheitspersonal sparen würde. Sie haben die Möglichkeit, anders zu sein, zu beweisen, dass Unternehmen profitabel und menschlich sein können, dass Erfolg keine Seelen erfordert. Er lächelte, und es war das erste Mal, dass Matteo ein echtes Lächeln auf seinem Gesicht sah. Und wissen Sie, was das Unglaublichste ist? Es ist, dass wenn Sie das Richtige tun, wenn Sie Menschen mit Würde behandeln, wenn Sie in Gemeinschaften investieren, die Gewinne von selbst kommen. Denn es stellt sich heraus, dass Freundlichkeit das beste Geschäftsmodell ist, das es gibt. Der Saal explodierte in Applaus. Nicht von allen, aber von genug Leuten, dass der Lärm ohrenbetäubend war. Hector Ramirez fand sich selbst klatschend wieder. Tränen liefen über sein faltiges Gesicht. Antrag zur Genehmigung der von Herrn von Albrecht vorgeschlagenen Umstrukturierung, sagte Hector mit zitternder Stimme, mit der Ergänzung, dass Santiago Berger zum ständigen Jugendberater des Verwaltungsrats ernannt wird. Was? Riefen Santiago und Elsa gleichzeitig. Zweitens, fügte ein anderes Ratsmitglied sofort hinzu. Alle dafür. Mariana Solis rief zur Abstimmung auf. 15 Hände hoben sich. Es gab keine Gegenstimmen oder Enthaltungen. Es war einstimmig. Angenommen. Mariana schlug mit ihrem Hammer. Die Umstrukturierung wird sofort umgesetzt. Und Santiago Berger ist offiziell unser erster Jugendberater. Elsa bedeckte sich mit beiden Händen den Mund und schluchzte offen. Miguel kam auf Santiago zu und umarmte ihn mit einer Umarmung, die den Jungen vom Boden hob. Rosa schrie vor Freude von ihrem Sitzplatz. Und Matteo. Matteo spürte etwas, das er in 53 Jahren seines Lebens noch nie erlebt hatte. Reine Dankbarkeit, ungetrübt von Ego oder Eigeninteresse. Dankbarkeit dafür,
dass er stark genug gedemütigt worden war, um aufzuwachen. Dankbarkeit für Elsa und Santiago, die Potenzial für Güte gesehen hatten, wo alle anderen nur Grausamkeit sahen, Dankbarkeit für eine zweite Chance, die er nie verdient hatte, aber trotzdem erhalten hatte. Es gibt noch einen letzten Punkt, kündigte Mariana an, als die Feier erbebte. Wir haben einen externen Vorschlag erhalten, den der Rat berücksichtigen muss. Die Ortiz-Unternehmensgruppe hat um Erlaubnis gebeten, ein ähnliches Programm wie unseres als Vorlage zu implementieren. Sie bieten Beratungshonorare an. Nein, sagte Matteo sofort. Alle wandten sich ihm mit Überraschung zu. Wir werden nicht dafür berechnen, dieses Modell zu teilen, erklärte Maximilian entschieden. Wir werden es verschenken. Wir werden vollständige Dokumentation, Implementierungsleitfäden erstellen und kostenlose Beratung für jedes Unternehmen anbieten, das ähnliche Veränderungen vornehmen möchte. Maximilian, das könnte Millionen an Ressourcen kosten, wandte ein Ratsmitglied ein. Das weiß ich, lächelte Maximilian, und es wird die beste Investition sein, die wir je getätigt haben. Denn die Transformation kann nicht nur bei uns bleiben. Sie muss zu einer Bewegung werden. Er wandte sich an Santiago. Was denkst du, Jugendberater? Santiago sah ihn mit Augen an, die vor Tränen und Stolz glänzten. Ich glaube, mein Vater wäre unglaublich stolz zu hören, was aus ihnen wird. Und in diesem Moment, in einem Sitzungssaal, der jahrzehntelange Gierentscheidungen miterlebt hatte, geschah etwas Wunderbares. 15 Führungskräfte stimmten einstimmig dafür, menschliche Auswirkungen über maximale Gewinne zu stellen. Die Transformation war nicht mehr nur persönlich, sie war institutionell geworden. Und die Welt nahm Notiz. 3 Monate nach der Sitzung des Verwaltungsrats, die alles verändert hatte, fand sich Santiago Vargas Mendoza an einem Ort wieder, den er sich nie vorgestellt hatte. Der städtische Friedhof, auf dem sein Vater vor fast 3 Jahren beigesetzt worden war, aber er war nicht allein. Hinter ihm ging Maximilian von Albrecht und trug einen Strauß weißer Blumen. An seiner Seite war Elsa, die eine bronzene Tafel hielt, die unter der Nachmittagssonne glänzte, und um sie herum waren mehr als 200 Personen versammelt. Die ersten 100 Begünstigten des Diego Mendoza Fonds, Mitarbeiter des transformierten Unternehmens und Dutzende von Familien, deren Leben in den letzten 9 Monaten verändert worden waren. Miguel Torres trug eine Schaufel. Rosa hatte spezielle Erde aus ihrem persönlichen Garten mitgebracht. Daniela hielt eine Kamera, die jeden Moment für das historische Archiv dokumentierte, das sie aufbauten. Hier, Santiago deutete auf eine einfache Grabplatte mit der Aufschrift Diego Mendoza, Ingenieur, Ehemann, Vater, 1978 bis 2023. Seit 3 Jahren war dieses Grab fast vergessen, nur von Elsa und Santiago besucht, wenn sie sich den Transport zum Friedhof leisten konnten. Es gab keine frischen Blumen mehr seit der Beerdigung, denn das Geld, das sie für Blumen ausgegeben hätten, wurde für Essen benötigt. Aber heute war alles anders. Herr Mendoza, sprach Maximilian zur Grabplatte, seine Stimme brach sofort. Ich hatte nie die Ehre, Sie zu Lebzeiten kennenzulernen. Aber ich habe Sie durch Ihren Sohn kennengelernt, der mir alles beigebracht hat, was Sie ihm beigebracht haben. Und ich bin gekommen, um Sie um Verzeihung zu bitten. Er kniete sich vor dem Grab nieder und legte mit zitternden Händen die Blumen nieder. Verzeihen Sie mir, dass ich der Mann war, gegen den Sie Ihr Leben lang gekämpft haben. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihre Frau behandelt habe, als wäre sie unsichtbar. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihren Sohn gedemütigt habe, als er nur Ihre Erinnerung ehrte. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihr Tod nicht umsonst war. Ihr Sohn hat den Schmerz des Verlusts von Ihnen in eine Bewegung verwandelt, die Leben in der ganzen Region verändert. Er hat Ihre Tragödie zum Triumph von Hunderten von Familien gemacht. Santiago trat näher und legte eine Hand auf Maximilians Schulter. Mein Vater hätte gesagt, dass Vergebung durch Handlungen verdient wird, nicht durch Worte. Und Sie haben Ihre Handlungen seit 9 vollen Monaten bewiesen. Elsa kniete sich neben sie und stellte die bronzene Tafel gegen die Grabplatte. Darauf war eingraviert: Diego Mendoza, spiritueller Gründer des Bildungsfonds, der seinen Namen trägt. Seine Lehren über Würde, Wissen und Gerechtigkeit verändern weiterhin Leben lange nach seinem Ableben. 1023. Für immer. Diego. Ich habe Ihnen am Tag Ihrer Beerdigung versprochen, dass unser Sohn niemals vergessen wird, wer Sie sind, dass er alles lebendig halten wird, was Sie ihm beigebracht haben, sprach Elena zur Grabplatte, ihre Stimme sanft, aber klar. Aber ich habe mir das nie vorgestellt. Sie deutete auf die 200 Menschen um sie herum. Schauen Sie, wie viele Leben Sie jetzt berühren. Schauen Sie, wie viele Familien angehoben werden, weil Sie unserem Sohn beigebracht haben, dass Wissen Macht ist, dass Würde nicht verhandelt wird, dass Freundlichkeit Stärke ist. Ihre Stimme brach vollständig. Ich vermisse Sie jede Sekunde jedes Tages. Ich vermisse Ihr Lachen, Ihre Geschichten über Tresore, die Art,
wie Sie selbst die komplexesten Lektionen einfach klingen ließen. Aber ich fühle auch, dass Sie hier sind und durch Santiago leben, der jede Entscheidung lenkt, die er trifft. Santiago umarmte seine Mutter, während sie schluchzte, ihre eigenen Tränen vermischten sich mit ihren. 3 Jahre lang hatte er das Gewicht getragen, stark für seine Mutter zu sein, sich niemals vollständig zusammenzubrechen, weil sie ihn brauchte, um ihr Fels zu sein. Aber heute, umgeben von einer Gemeinschaft, die sie liebte, erlaubte er sich endlich, das ganze Gewicht seines Verlustes zu spüren. »Papa«, sagte Santiago zwischen Schluchzern, »heute sind es genau 3 Jahre, seit Sie gegangen sind. 3 Jahre, in denen ich lernen musste, ein Mann ohne Sie zu sein. 3 Jahre, in denen Mama so hart gearbeitet hat, dass sie manchmal vergaß zu essen. 3 Jahre, in denen ich sie mehr brauchte, als Worte ausdrücken können.« Er wischte sich die Tränen ab und versuchte, Haltung zu bewahren, scheiterte aber vollständig. »Aber ich möchte auch, dass Sie wissen, dass Ihre Lehren mich gerettet haben. Als Herr von Albrecht uns demütigte, waren es Ihre Worte, die aus meinem Mund kamen. Als ich meine Mutter verteidigen musste, war es Ihr Mut, den ich in meinem Herzen spürte. Als ich den Bildungsfonds entwarf, war es Ihre Weisheit, die jede Entscheidung lenkte.« Miguel trat näher und legte Santiago eine Hand auf die Schulter. »Diego, wir haben uns zu Lebzeiten nicht getroffen, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihr Sohn mir meine Würde zurückgegeben hat. Er sah mich, als alle anderen mich ignorierten, und jetzt kann ich meine wahren Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen, so wie er mir geholfen hat.« Rosa trat als Nächste heran. »Ich habe auch einen Sohn, Herr Mendoza. Er ist so alt, wie Santiago war, als sie starben, und jahrelang machte ich mir Sorgen, dass meine Arbeit als Cafeteria-Angestellte ihm beibringen würde, dass seine Mutter nichts wert sei. Aber Santiago hat mir gezeigt, dass der Wert eines Menschen nicht nach seiner Arbeit, sondern nach seinem Charakter gemessen wird. Einer nach dem anderen, Begünstigte des Fonds, transformierte Angestellte und ganze Familien kamen zum Grab. Jeder teilte, wie Diegos Lehren, die durch Santiago weitergegeben wurden, ihr Leben verändert hatten. Eine 18-jährige junge Frau, die als erste in ihrer Familie dank des Fonds aufs College ging, sprach mit zitternder Stimme: »Herr Mendoza, ich werde Ingenieurwesen studieren, weil Ihr Sohn mir gesagt hat, dass Frauen sowohl buchstäbliche als auch metaphorische Brücken bauen können. Mein Vater arbeitet am Bauwesen und hat nie davon geträumt, dass seine Tochter die Gebäude entwerfen könnte, die er baut. Aber jetzt träumt sie dank Ihnen davon.« Ein 10-jähriger Junge, dessen Mutter vom Reinigungsdienst zur Personalleitung befördert worden war, legte eine Zeichnung auf das Grab. »Ich habe einen Superhelden gezeichnet, der wie sie aussieht, Herr Mendoza, weil meine Mutter sagt, Sie hätten Ihre Familie gerettet, selbst nachdem sie gestorben waren. Und das ist es, was Superhelden tun.« Matteo beobachtete alles mit ehrfürchtiger Ehrfurcht. 53 Jahre lang hatte er nach Vermächtnissen gesucht, die auf Gebäuden mit seinem Namen, auf Unternehmensstiftungen, auf Zeitschriftenartikeln basierten, die seinen Reichtum feierten. Aber nichts davon war vergleichbar mit diesem. Ein Mann, der in Armut gestorben war, dessen Einfluss sich aber exponentiell durch die Leben vervielfachte, die er berührte. »Diego Mendoza«, sprach Matteo erneut. Seine Stimme brach vor einer Emotion, die er noch nie zuvor gefühlt hatte. »Ich beneide Sie. Ich weiß, es ist seltsam, einen toten Mann zu beneiden, aber es ist wahr, weil Sie etwas hatten, das mir all mein Geld nie kaufen konnte. Einen Sohn, der Sie so tief liebt, dass er Ihre Erinnerung in eine Bewegung verwandelt hat. Eine Frau, die Sie jeden Tag ehrt, indem sie genau die Frau ist, die Sie Ihren Sohn respektvoll erzogen haben. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, Imperien aufzubauen, die vergessen werden, wenn ich sterbe. Sie haben am Stillen gearbeitet, Ihrem Sohn einfache Lektionen beigebracht und ein Vermächtnis geschaffen, das für immer leben wird. Das ist wahrer Reichtum. Das ist wahrer Erfolg.« Santiago zog einen Umschlag aus seiner Tasche. »Papa, es gibt etwas, das ich Ihnen vorlesen möchte. Es ist ein Brief, den ich geschrieben habe, aber nie verschickt habe, weil ich nicht wusste, wohin.« Er öffnete den Umschlag mit zitternden Händen und begann zu lesen. »Lieber Papa, es sind 3 Jahre vergangen, seit Sie gegangen sind. Aber ich fühle, dass unser Gespräch nie aufgehört hat. Ich spreche jeden Tag mit Ihnen in meinen Gedanken. Ich höre Ihre Stimme, wenn ich vor schwierigen Entscheidungen stehe. Ich spüre Ihre Hand auf meiner Schulter, wenn ich Mut brauche. Ich möchte Ihnen von allem erzählen, was passiert ist, davon, wie ein reicher Mann uns gedemütigt hat, aber dann unser Verbündeter wurde. Davon, wie Mama vom Toilettenputzen zum Leiten von Programmen wurde, die Leben verändern. Davon, wie Ihre Lehren über Tresore mir geholfen haben, das verschlossene Herz eines Millionärs zu öffnen. Aber vor allem möchte ich, dass Sie wissen, dass ich Ihnen vergebe.« Elsa blickte abrupt auf, überrascht.
Santiago hatte nie erwähnt, dass er seinem Vater vergeben müsse. Ich vergebe ihnen, dass sie so hart gearbeitet haben, dass sie manchmal zu müde nach Hause kamen, um zu spielen. Ich vergebe ihnen, dass sie diesen gefährlichen Job angenommen haben, weil sie das Geld brauchten. Ich vergebe ihnen, dass sie gestorben sind und uns allein gelassen haben. Tränen fielen auf das Papier und verfärbten die Worte. Ich weiß, es klingt dumm, ihnen Dinge zu vergeben, die nicht ihre Schuld waren. Aber 3 Jahre lang habe ich eine stille Wut gegen sie getragen, weil sie uns verlassen haben, weil sie nicht vorsichtiger waren, weil sie nicht härter gekämpft haben, um zu bleiben. Aber jetzt verstehe ich, dass sie genau das getan haben, was sie immer getan haben. Andere schützen, auch wenn es sie in Gefahr brachte. Und ich verstehe, dass sie mir alles beigebracht haben, was ich wissen musste, bevor sie gingen. Sie gaben mir die Werkzeuge zum Überleben, zum Gedeihen, um Schmerz in Zweck zu verwandeln. Also vergebe ich ihnen. Und noch wichtiger, ich vergebe mir selbst für all die Momente, in denen ich mich gefühlt habe, als wäre ich ohne sie nicht genug. Denn jetzt weiß ich, dass ich genau das bin, was sie von mir wollten. Jemand, der Wissen nutzt, um zu dienen, der die Würde anderer verteidigt, der das Privileg der Bildung in die Verantwortung verwandelt, Gemeinschaften zu erheben. Die Stimme von Santiago brach bei den letzten Zeilen vollständig. Ich liebe Sie, Papa, und ich verspreche Sie jeden Tag meines Lebens weiterhin stolz zu machen, indem ich nicht Denkmäler zu Ihrer Erinnerung baue, sondern die Werte lebe, die Sie mir beigebracht haben. Ihr Sohn für immer, Santiago. Die folgende Stille war heilig. 200 Menschen weinten offen, bewegt von der brutalen Ehrlichkeit eines 12-jährigen Jungen, der gerade Schmerz in Worte gefasst hatte, für den viele Erwachsene nie Worte finden würden. Elsa umarmte ihren Sohn mit einer Kraft, die von 3 Jahren geteilten Schmerzes, 3 Jahren des starken Beistands füreinander, 3 Jahren der Umwandlung von Tragödie in Triumph sprach. Maximilian trat langsam näher und kniete sich vor Santiago nieder. »Darf ich etwas sagen?« Santiago nickte, unfähig zu sprechen. »Diego, wenn Sie mich von wo auch immer Sie sind hören, möchte ich Ihnen ein Versprechen geben. Ich werde mich um Ihre Familie kümmern, als wäre sie meine eigene. Nicht, weil ich sie für meine Erlösung brauche, sondern weil sie mir etwas gegeben haben, das ich nie hatte. Echten Sinn. Santiago wird sie niemals als Vater ersetzen können. Das kann niemand. Aber wenn Sie es mir erlauben, möchte ich ein Mentor, ein Freund, jemand sein, der sicherstellt, dass Ihr Sohn all die Chancen bekommt, die seine Brillanz verdient.« Er sah Santiago direkt an, und ich verspreche Ihnen, dass ich bei jeder Entscheidung, die ich in meinem Unternehmen treffe, mich fragen werde, was würde Diego Mendoza tun? Denn Sie haben einen Sohn großgezogen, der mehr über Führung, Integrität und menschliche Würde versteht als jeder Manager, den ich je getroffen habe. Santiago streckte seine Hand zu Maximilian aus. Deal, aber es gibt eine Bedingung. Welche? Dass Sie niemals vergessen, dass der wahre Schatz nicht in Tresoren liegt, sondern in den Leben, die man berührt, den Menschen, die man erhebt, und dem Vermächtnis der Güte, das man hinterlässt. Maximilian ergriff die Hand des Jungen und besiegelte ein Versprechen, von dem er wusste, dass er es bis zu seinem letzten Atemzug halten würde. Miguel begann ein kleines Loch neben dem Grab zu graben. Rosa fügte spezielle Erde hinzu. Und gemeinsam pflanzten sie einen Baum, eine junge Eiche, die laut Santiagos Recherchesymbolik für Stärke, Langlebigkeit und Vermächtnis stand. Dieser Baum wird die nächsten 100 Jahre wachsen, erklärte Santiago, während alle beim Pflanzen halfen. Er wird zukünftigen Besuchern Schatten spenden, seine Wurzeln werden sich vertiefen und ihn sturmfest halten. Und jedes Jahr, das er wächst, wird er uns daran erinnern, dass der wirkliche Einfluss nicht in Monaten oder Jahren gemessen wird, sondern in Generationen. Als sie mit dem Pflanzen fertig waren, standen alle am Kreis um das Grab. Daniela machte ein Foto, das diesen Moment für immer festhalten würde. 200 Menschen jeden Alters und jeder Herkunft, vereint in stiller Ehrfurcht, ehrten einen Mann, den sie nie kannten, dessen Lehren aber ihr Leben verändert hatten. »Es gibt noch eine letzte Sache«, sagte Santiago sanft. Er zog ein kleines Objekt aus seiner Tasche, das erste Werkzeug, das sein Vater ihm gegeben hatte, als er 6 Jahre alt war. Ein einfacher Meisterschlüssel, mit dem er ihm etwas über Schlösser beibringen wollte. Er hielt ihn einen Moment lang, erinnerte sich an die Empfindung von Vaters Hand, die seine führte, als er lernte, den richtigen Schlüssel zu drehen. Dann, mit einer entschlossenen Bewegung, vergrub er ihn am Fuß des frisch gepflanzten Baumes. Damit die Wurzeln darum herum wachsen können, erklärte er, damit ein Teil von ihm immer hier ist, dem Baum, der sein Vermächtnis symbolisiert, Kraft gibt. Als die Sonne begann unterzugehen und den Himmel in goldenen und rosafarbenen Tönen malte, löste sich die Gruppe allmählich auf. Aber Matteo, Elsa und Santiago blieben noch einen Moment. »Glaubst du, er ist stolz?« fragte Santiago leise. Elsa umarmte ihn fest. »Mein Liebling, dein Vater ist mehr als stolz. Er ist erstaunt, er feiert und er sagt dir, dass du weitermachen sollst, dass du die Welt verändern sollst.
dass du seine Erinnerung genauso ehren sollst, wie du es getan hast. Und du, Mama, geht es dir gut? Elsa blickte zum Grab, dann zu ihrem Sohn, dann zu Matteo, der von seinem Demütiger zu einem Teil ihrer selbstgewählten Familie geworden war. Zum ersten Mal seit 3 Jahren, sagte sie mit staunenswerter Stimme, geht es mir mehr als gut. Ich bin vollständig. Nicht, weil der Schmerz verschwunden ist, sondern weil wir gelernt haben, ihn in etwas Schönes zu verwandeln. Matteo legte eine Hand auf Elsas Schulter und die andere auf die Santiagos. Diego Mendoza baute keine Gebäude mit seinem Namen. Er sammelte nie Millionen von Franken, erschien nie in Zeitschriften, die seinen Erfolg feierten, aber er baute etwas unendlich Wertvolleres. Eine Familie, die versteht, dass das wahre Vermächtnis sich in veränderten Leben misst, nicht in Bankkonten. Und dank ihm, fuhr Maximilian fort, seine Stimme brach vor abschließender Emotion, fand ein Mann, der seine Seele verloren hatte, sie wieder. Dank ihm haben Hunderte von Familien Hoffnung. Dank ihm verändert eine Bewegung der Transformation, wie Unternehmen Menschen behandeln. Das ist die Art von Reichtum, der niemals stirbt. Das ist die Art von Erfolg, die Generationen überdauert. Das ist die Art von Vermächtnis, das einen gewöhnlichen Mann außergewöhnlich macht. Als sie den Friedhof verließen, drehte sich Santiago ein letztes Mal zum Grab seines Vaters, zum frisch gepflanzten Baum, zur Platte, die am letzten Sonnenlicht glänzte. Und in diesem Moment spürte er etwas, das er seit 3 Jahren nicht mehr gefühlt hatte. Vollkommener Frieden. Nicht, weil der Schmerz verschwunden war, sondern weil er die letzte Lektion gelernt hatte, die sein Vater ihn lehren wollte, dass wahre Liebe niemals stirbt. Sie verwandelt sich, sie vervielfacht sich, sie wird zu Handlungen, die die Welt verändern. Und als Santiago Vargas Mendoza Hand in Hand mit seiner Mutter und begleitet von dem Mann, der vom Feind zum Verbündeten geworden war, in seine Zukunft ging, wusste er eines mit absoluter Sicherheit. Sein Vater würde für immer leben, nicht in Marmorgrabplatten oder teuren Denkmälern, sondern in jedem Leben, das vom Diego Mendoza Fonds verändert wurde, in jedem Angestellten, der mit Würde statt mit Verachtung behandelt wurde, in jedem Kind, das lernen würde, dass Wissen Macht ist und dass Freundlichkeit Stärke ist, in jedem Millionär, der lernen würde, dass der wahre Schatz nicht in Tresoren aufbewahrt wird, er wird geteilt, vervielfacht und lebt für immer in den Herzen, die er berührt.